gut. Stan um der Hals und Rennen in der Beek. Ja, das ist der Lohn für uns neu, gell? Na, Messi, was hat das arme Biest denn schon wieder ausgefressen? Ach, da, die hele Melk ist wieder hin. Beim nächsten Mal muss sie dran glauben. Ach, wie oft hast du das dem alten Kater schon angedroht? Aber der nascht immer wieder. Er ist eben ein Ungläubiger. Wieso? Na, er glaubt einfach nicht daran, dass er mal dran glauben muss. Weil er ganz genau weiß, dass du ihn viel zu gern hast. Ja. Du, mit der Hälfte wäre ich schon zufrieden. Gern habe ich die Puss. Die hat so ein schönes, weiches Fell. Und die kleinen Pfoten einfach Zeug. Tja, wenn nur die Krallen nicht dran säßen, nicht? Ach komm, lass du den ollen Kater laufen. Du, das ist kein oller Kater, ja? Das ist eine ganz süße Katze. Ach du hast doch bloß Angst, dass sie kratzt. Ich? Na, Wieso? Ja. Na, siehst du, wie fein sie stillhält? Au! Du, aber ich halt nicht Ja, still. du bist ja noch schlimmer als die Katze. Oh ja, und kratzen und beißen kann ich noch besser. Anfassen gibt's nicht. Naja, war doch nicht bös gemeint, nicht? Das war mir zu gut gemeint. Und deshalb will ich's nicht haben. So, nun komm, Puss. Lauf raus. Da. Du, ich hab mal einen Auftrag für dich, Marie. Was ist denn schon wieder? Einquartierung. Ein Leutnant und 3 Mann. Einquartierung? Sag mal, von der Front oder hier aus Flandern? Von der Front. Du, kommen die bald? Warum? Hast du etwa Angst vor denen? Auch Angst. Werd ich mit dir fertig, da werde ich's auch mit denen von der Front. Na, abwarten, du, die fackeln nicht so lange. Bei uns findest du wenigstens noch Kavaliere. Oh, Kavaliere. Lackaffen seid ihr. Anwesende natürlich ausgeschlossen, nicht? Ach, du bist auch nicht besser. So, und nun kommt auf. Du, ich glaube, da kommen sie schon. Ja, da hinten, da kommen sie um die Ecke. Na ja, da sind sie. Du, wir kommen eine ganze Kompanie ins Dorf. Oh, und wie die gehen. Wie Packesel. Ja, so ein Affe, der drückt. Affe? Ja, kennst du das denn nicht? Affe, das ist doch der Tornister, den der Soldat auf dem Rücken schleppt. Bei uns, da sagt man auch noch Affe zu sowas, was du bist. Also Marie, du bist gemein. Jedenfalls so ein Affe, der drückt. Das habe ich im Feldrekrutenlager oft genug gespürt. Och, du mit deinem Feldrekrutenlager. Weiter bist du doch auch niemals gekommen. Na ja, Gott sei Dank, weiter wollte ich auch nicht kommen. Ich hatte die Nase gestrichen voll. Du meinst wohl die Hose. Also Marie, wirklich, das ist... Du liebe Zeit, das ist ja ein Regiment aus meiner Division. Du, ich will... Manu, was hast du denn auf einmal? Das ist ein kleiner Hexenschuss. Ich kann das krumme Stehen am Fenster nicht vertragen. Ah, siehst du, jetzt sind sie gleich vorbei. Du, da muss ich aber schnell dem Öl Bescheid sagen. Du, Marie? Ja? Du wolltest doch schon immer mal mit mir zum Tanzen gehen, ne? Wie wär's denn mit heute Abend? Ich wollte das? Oh nein, das wolltest du. Aber meine Antwort kennst du ja. Ich will nicht. Na, sag du doch lass, da, Marie. Lass Sag los. ja, ja. Da kommen die Soldaten schon. Was sollen die denn von mir denken? Oh, Heini, mein Gott, ich kann doch nicht fliehen, Mann. Mensch, Heini, du. Was sagst du dazu? Oh, hey, guck mal, die Bette. Schön. So, da wären wir. Ha? Was sagst du dazu? Das sieht doch ganz manierlich aus hier. Das soll mich filial sein, wie das hier aussieht. Die Hauptsache ist, dass man ein Dach über dem Kopf haben. Sag das nicht, Heini. Wenn man sich hier ein bisschen gemütlich machen könnte, hätte ich ja nichts gegen. Mann, ich bin von den Bretter. Guck mal, was da steht. Die Kanapé. Haha. Oh, das kann ich da sagen. Jetzt sind 5 Tabak, Zeitungen, das Kaffee. Und von dem ganzen Sau krieg ich nichts mehr sehen und nichts mehr hören. Könntest du dir das vorstellen? Und ob ich mir das vorstellen kann. Aber bis das soweit ist, da werden sie uns noch ein Dutzend Mal durch den Dreck ziehen. Ja, da hast du recht. Überhaupt, Heini. Dass wir aus dem ganzen Schlamassel rausgekommen sind, Heini, das ist doch sowieso ein Wunder. Ach, das Wundern habe ich mich schon längst abgewöhnt. Seit 14 bin ich dabei. Und dass er nicht, Gott sei Dank, bis jetzt noch nicht so rangekommen ist, das kann der Teufel wissen. Der kann mit mir wahrscheinlich ja nichts anfangen. Verdammter Kosake. Sag mal, Heini, Mensch. Ja? So lange bist du schon bei der Kompanie? Mensch, das Kind, wie alt bist du denn eigentlich? 52. Meine älteste Junge haben sie jetzt auch schon eingezogen. Weißt du doch ja nicht mehr nötig, der ganze Schlamassel mitzumachen. Da müsstest du doch schon lange wieder in der Garnison sein. Müsste. Aber die da oben haben ganz andere Probleme in ihre Ohren sitzen. Da sitzen ganz andere Tünnes in denen ihre Horrorschlappe. Nee, ich hab schon alles versucht. Da ist nichts zu machen.
Hast du denn schon mal mit dem Leutnant gesprochen? Wenn es nach dem ging, da wäre ich längst Partieheimat. Das ist eine feine Kerl. Aber du kennst ihn doch besser. Ihr wart doch zusammen auf der Schule. Ja, auf der Handelsschule. Das war meine Nebenmann in der Klasse. Der hat immer von mir abgeschrieben. Der konnte sich schon damals auf dich verlassen. Ja, das stimmt. Bloß eins verstehe ich bis heute noch Ja, nicht. was, wie? Der hat von mir abgeschrieben, ne? Ich krieg einen 5 und der ein 1. Das ist ja toll, du. Was meinst du? Das ist genauso wie mit mich. Verstehst du? Du krabbelst dich immer wieder aus dem dicksten Dreck raus. Ah, da hast du recht, Heini. Du, sag mal, hilf mich doch mal eben, die Pontons ausziehen. Ja, hoch das Bein. Komm her. Jo. Halt! Was ist? Hast du auch den Mündungsdeckel zu? Wieso? Von wegen Jasangriff. Ach, bloß ab, du Verrückter. Ja. Also, der Popsasser. So. Komm her, also. Ups. Das tut gut. Heini, hast ja Loch im Strumpf. Jeckes Loch. Hast du schon was von Entlüftung gehört? Du, sag mal, Willi. Was ist, Jung? Weißt du, wie das verdammte Kaffee heißt? Nee, das kann ich doch nicht sagen, aber an der Straßenkreuzung stand ein Wegweiser. Beverloh, 3 Kilometer. Beverloh? Ja. Beverloh, sag mal, ist das nicht der große Schleifstein für die Rekruten? Ja. Du, da haben sie mir vor 2 Jahren nur noch der Hammerbein lang gezogen. Von da aus bin ich doch direkt zu euch ins Regiment gekommen. Mensch, bloß 2 Stunden? Ja. Und da bist du an der deutschen Grenze? Ja. Mensch, knapp 2 Stunden und dann ist man schon zu Haus. Das will man ja nicht in den Kopf rein. Mensch, Heini, mach doch keine Blödsinn, Jung. Heini, Mann, krieg doch kein Heimweh hier. Weißt du was, Jung? Ich hab Kohlhaft. Wir 2 werden jetzt erstmal beaucoup manger machen. Ach, was ist das denn, hey? Heini, guck mal hier. Da spinne ich mir doch. Nur noch ein Stückchen Kommissbrot und Fettigkeit in der Plü, da soll einer noch Kerl bleiben. Komm richtig nicht auf, du kriegst von mich was da. Aha, ich habe doch immer gesagt, Gott segne die Landwirtschaft. Naja, wenn der Krieg zu Ende ist, Heini, werde ich auch großer Agrarier. Dann brauche ich doch nicht mehr zu schmachten. Na los, komm mal ran an die Fleischtöpfe, Jippels. Was ist das denn? Was ist das? Alles schwarze Karl. Was? Da haben mich die verdammten Ratten im Unterstand die ganze Fettigkeit weggefressen. Auch kein Brot mehr. Was nu? Was nu? Ess mal im Kauer einfach mit Sonnenschein aus der Lameng. Das ist mich. Da, Heini. Hast die Hälfte mit. Naja, viel ist es ja nicht, aber ich denke, eine kleine Löchelchen im Magen würde uns schon stopfen. Besser als ja nichts. Das ist mich aber ärgerlich. Das schöne Fettpaketchen. Wenn das meine Frau wüsste, die kriege ich Kind von Lumpe. Verstehe überhaupt ja nicht, wo der Bagage bleibt. Und wir hätten noch schon Postempfang haben müssen und Brotempfang haben müssen. Seit 8 Tagen ist der Post fertig und du hast immer noch nicht dein Fettpaket. Das ist es doch. Von so einem kleinen Fitzchen Kommissbrot, da kann doch kein Mensch satt werden. Verdammte Shit. Du, Heini, Ja, vielleicht hat der Anton noch was. Du weißt doch, der findet immer noch was, wenn alles ratzeputz leer gefressen ist. wo der überhaupt geblieben ist, der müsste doch schon längst hier sein. Wenn der nicht, da ist er doch. Nee. Ben, war er nicht. Der ist nebenan rein, die haben. Und ich hätte darauf geschworen, dass das der Anton gewesen wäre. Und wenn es der Anton gewesen wäre, oh, das ist gewachsen. Dann hätte er auch nicht mehr als mir. Kohldampf schieben gehört nun mal zum Krieg, wie der Stets zur Ratte. Weißt du? Ja, da ist Hier! Hier! Ach, das seien wir ja, Kinder. Schön, dass ich euch gefunden habe. Kinder, ich habe unser Abendessen für heute. Ein Menü. So eine Schüssel Bratkartoffeln, 5 Stück Spiegelei, 3 Zigaretten, Glas Bier, alles zusammen für 95 Pfennig. Wo gibt das? Da weiß ich auch nicht. Kerl. Da waren jetzt 2 Jäcke. Was haltet ihr da von einem Hasenbraten? Hör mit dem Quatsch auf. Wir wollen uns hier trockene Kommissbrot runter und du machst es mit deinem Mist im Mund weg. Quatsch. Hasenbraten, sicher. Hast du wirklich schon was aufgetrieben? Sage ja Hasenbraten. Richtiger Hasenbraten?
Richtigen Hasenbraten. Das heißt, gebraten ist oder nicht, das müssen wir noch tun, ne? Aber ihr keiner glaubt dem noch nichts, dem Quatschkopf. Nix hatte. Noch nicht immer seine eigene Klamotten hatte mit. Kinderspaß, weshalb mir ist eben eine fette Hase in den Finger gelaufen, da habe ich mitgebracht. Ja, wo hast du denn? Nehmen wir in der Bude vom Blindchen. Beim Obersten, beim Hauptkommandanten. Ja. Ja, warum hast du denn den Dreck mit hierher gebracht? Konnte ich doch nicht, ich wusste nicht, wer bei euch im Zimmer war. Da war jedenfalls keiner drin, da bin ich hingegangen und hab die Sachen da hingelegt. Ja, wenn der Oberst kommt, findet die Sache, dann bist du so quitt und 3 Tassen sicher. Decke, Junge, dich blöd, hab Tür zugemacht, abgeschlossen, hier ist der Schlüssel. Ja, und wenn der Oberst kommt, wo kann ich da rein? Was dann? Kann ich ja wieder umgehen, ne? Komm, lass uns der Haarschule gehen. Halt! Was ist? Da ist er noch. Mensch. Na nu, ich hätte die Tür abgeschlossen. Aufmachen! Himmel, Donnerwetter, aufmachen! Der Herr Oberst. Lass ihn doch, kann ja hier rein, lass ihn doch. Hasenbein. Gefreiter Hasenbein. Da, er hat was gemerkt, er hat was von einem Hasen gesagt. Decke, Junge, der Mann, der Schreiber, der ist Hasenfuß oder Hasenbein. Verdammte Schweinerei. Schweinerei, hat er gesagt, jetzt hat er dich erkannt. Oh, du. Still, dupp, wo wir die dupp, geh fort, komm mal, Junge. Hallo, Soldat! Nanu, ich meine, ich hätte hier eben noch jemand gehört. Und nun ist niemand da? Ob die in der Küche abgeblieben sind? Kinder, ist das ein Kapell? Oh, das ist ja, Herr. Komm mal. Hallo. Mäuschen von Flandern, komm und fahr dich Brust. Was ist da? Was ist denn los? Wir wollen auf jetzt. Quatsch, komm mal ja bloß Spaß. Ja, ich kann aber so ein Späßchen nicht leiden. Na, nun zankt euch mal bloß nicht um mich. Du, sowas kommt hier öfter vor. Ja? Aber ich kann mich wehren. Und er weiß ja nur auch, womit mir dran ist. Meister, war da gar nicht so gemeint. War doch bloß Spaß. Nur vertragen, komm. Top. Ja. Dann ist ja alles wieder im Lot. Ja, Nicht wahr, Soldat? guck da nicht hin, hier. Siehst du, so macht man das. Und schön, sag mal. Mann. Meister, auf mich kannst du dich verlassen. Wenn die mal zu doll wird, wend dich ruhig an mich. Ja, das ist der Herr Wender persönlich. Ja. Meinst du, dass das mal nötig wäre? Ja, bei den 2 Banausen kann man das nicht wissen. Du, sag mal, Soldat, Was ist? du bist Kölner? Ja, wie kommst du darauf? Na, dein Platters kenne ich. Nein. Ich bin vom Krieg ein paar Jahre in Köln gewesen. Ist nicht wahr? Ja. Alle auf! Colonia. Halli! Oh, das ist ja nett. Sag mal, Meister, wie kamst du denn nach Köln? Mein Vater war Schiffer. Ach. Ja, der fuhr früher immer die Strecke von Antwerpen nach Köln. Nein. Na ja, und da bin ich manchmal mitgefahren. Du, ich hab auch ein paar Jahre in Köln gewohnt. Meister, du bist von der christlichen Schifffahrt. Ja. Da sind wir ja Kollege. Wie, du bist auch Schiffer? Ja, sicher. Ja, wie kommst denn du zur Infanterie? Na, die brauchen ja auch ein paar anständige Kerls. Meister, glaubt dem noch nix. Meister, Ja? Küchenschmuddel war der. Auf einem kleinen Mülheimer Bötchen. Schiffer darfst du dich doch ja nicht Meister, das nennen. ist nicht wahr. Ich war 3 Jahre Schiffskoch auf unserer reinen Salondampfer. Darum hat unser Leutnant mich auch zum Busch gemacht, weil ich gut kochen kann. Der Leutnant und ich, wir wissen genau, was gut schmeckt. Heini, stimmt? Ja, kochen kann er. Ja. Aber sonst ist es so schlecht für eine Blutwurst. Du hast es nötig, mich bei den Meisten schlecht zu machen. Du Arsch mit Ohren. Was hat die gesagt? Willi, übersetze sie mal, ja? Och, nix. Der meint, du hättest arschgroße Ohren. Sag mal, seid ihr euch schon wieder am Krakehlen? Du, wie soll das mit Üblos noch werden? Ach, geh weg. Ist doch halb so wild, Meister. Wenn die 2 nicht parieren, sprecht mal ein Machtwort. Ja, das ist unser Machtversprecher, wenn wir den nicht hätten. Na ja, dann bin ich ja beruhigt, dann kann ich ja gehen. Also denn, guten Abend, Soldat. Halt hin! Oh, Wir wissen ja gar nicht, wie du heißt. Wer bist du denn? Oh. so. Also ich bin die Marie und ihr? Angenehm, Marie, freut mich, dich kennengelernt zu haben. Mein Name ist Anton Pannedecker, Schiffskoch für große Fahrt. Da das fressende Etwas auf dem Sofa da hinten ist der Hein Decker, Landwirt, großer Agrarier, Selbstversorger, stinkiger Missbauer, ja. Irgendwo ist der Eifel. Hier der Machtversprecher ist der Willi Feldmann, zivilberühmter Kaufmann, Heringsbändiger, Portokassenkavalier. Der ist auch aus Köln. Ja? Aber das kann man sehen. Wieso? Der Mund fängt da an, hört da auf. Wenn der ein Butterbrot frisst, hat der fettige Ohrläppchen, ja. Du, sag mal, Soldat, du bist auch Kölner. Oh, ist doch klar, Meister. Weißt du, die Kölner, die habe ich ja eigentlich so ein bisschen auf dem Kieker. Ja? Hast du mit denen so eine schlechte Erfahrung gemacht? Och, weißt du, eigentlich bloß mit einem. Mit einem? Der ist ja Schreiber auf der Ortskommandantur. Ach so. Aber das ist so ein Lackaff mit so hohen Stehkragen und Glacé-Handschuhen. Aber du siehst doch eigentlich ganz anders aus. Nur anders?
Sag mal, Meißchen, hier falle ich ja nicht ein klein bisschen besser? Man soll nicht so viel fragen, sonst kriegt man leicht die verkehrte Antwort. Also dann, laufen, Soldaten! Ja, Meißchen! Mensch, Heini, hast du gesehen? War die lecker, was? Ja. So ein paar Augen, du schön. Du. Ach, das wäre was für der Vati zum Frühstück, du. Du sollst dich aber schämen. Warum denn? Ach Mensch, die Marie ist doch ein ganz anständiges Mädchen. Das kann man aber sicher sehen. Ja, das habe ich schon gesehen. War ja nur Spaß, was ich gemacht habe. Ach, guck mal hier. Der Herr Willi ist schon wieder verliebt, ist über beide Ohren. Meister kann ja besser Spaß machen wie du. Und? Was hast du denn da? Au! Mensch, du Würstchen, du! Was hast du gesagt? Was willst du? Da, guck mal. Ey! Also, jetzt ist aber Schluss. Halt! Tust du mich das Ding wieder da drauf? Ich habe eine Lungenentzündung in den Füßen kriegen. Was ist denn mit euch zwei Lappesen los? Nee, ist alles in Ordnung. Ja. Ich weiß ja nicht, was du willst. Warum kommen Sie heil aus dem Schützengraben? Da schlagen Sie sich wegen einer Schürzel doch Kürbis ein. Hast recht. Komm, zeig uns lieber mal der Hase. Heini hat recht. Wenn das Meister der Hase den hat, das hätte verdammt schlimm werden können. Dann guck mal hier. Oh, da kommt einer. Immer. Guten Abend, Kameraden. Oh, der Fette aus Dings da. Ach, das ist doch ja nicht drin. Mensch, das gibt doch ja nicht. Du schöne Ferdinand. Ja, Jung, wie kommst du denn her? Aber das ist doch nicht die Möglichkeit. Jung. Du, und hier an der Front müssen wir uns wiedersehen. Ja. Du Jeck-Front. Hier an der Front müssen wir uns wiedersehen. Nennst du das hier hinten der Front? Ha, wenn das hier der Front ist, dann hast du der Popo im Gesicht, du. Ihr meint wohl, nur vorne wird geschossen, was? Nee, Heini schießt immer hinten. So. Na, wartet erst mal, bis die Flieger herkommen, da knallt's hier auch ganz schön. Ja, da haben wir offen gehört, wenn der Tommy hier ab und zu mal einlegt, dann haben wir die Waschfrauen, ach da, furchtbare Arbeit. Wieso? Das verstehe ich nicht. Für die Hosen reinzumachen, die ihr vollgeschissen habt. Also bitte, wenn ihr mich nur aufziehen wollt, dann kann ich ja gehen. Nee, komm, bleib doch hier, Willi, Ferdi. lass ihn doch. Vielleicht muss er mal auf der Front. Ja. Anton, halt die Luft an. Warum denn für den? Da muss er sterben. Komm mal her, Ferdi. Du darfst die Flachserei von dem Anton nicht kommen nehmen. Er kann es nun mal nicht lassen. Mit uns macht er doch genauso. Erzähl... Bist du jetzt still? Erzähl mal lieber mal, wie kommst du als Schreiber hier auf die Ortskommandatur? Naja, furchtbar einfach. Ich war erst im Feldrekrutendepot eurer Division und wurde dann für einen Urlauber abkommandiert als Ersatz für kurze Zeit. Ah, so, da hast du das so geschoben, dass es der kurzen Zeit 2 Jahre geworden sind. Bist ein Held. Stellung hast du prima gehalten, muss schon sagen. Also mit dir spreche ich überhaupt nicht mehr. Eben, wenn ich so ein feiner Pinsel wäre wie du, hätte ich es auch nicht da. Sag mal, Anton, kannst du dein Maul nicht halten? Nee, der bist hier immer durch mit mir, wa? Bitte, bitte, lass ihn doch, weißt du. So wie er meint, ist es nun doch nicht gewesen. Da war es anders. Der Urlauber wurde in Deutschland krank und dann bin ich eben hier hängen geblieben. Oh, du bist aber traurig, ne? Ja, soll ich etwa drüber weinen? Wenn ihr es so getroffen hättet, wärt ihr auch damit zufrieden gewesen. Du bist ja bloß neidisch, du Neidhammel, du. Nein. Alter Freund. Alter Freund, du musst aber nicht frech werden, ja? Du Mistkäfer, dass du da stehst, du. Das kriegst du von mir einen auf deinen Kürbis von oben runter, dann guckst du durch die eigene Rippen wie ein After Titter, du, ja? Anton, Was ist? wo ist denn deine Bildung? Ah, die hab ich gefressen, komm her. Wenn du nicht aufgeplustert bist und droht hast, wie der Kerl da steht, guck mal an, die Figur. Ein Bleisoldat, ha? Der Mund sagt nein, die Beine sagen oh. Mensch, hier nach Haus! Sagt deine Mama, du hättest eine Hose gemacht, du tät stinken. Heini, machst du Quartier mit in Ordnung? Mit dich, nee. Mit deiner ewigen Stänkerei. Was hab ich Erst gemacht? hast du mit dem Willi, dann mit mich und jetzt mit dem Hasen. Ja, und? Mit dich ist das ja kein Auskommen Ja, machst du mehr. vielleicht mit dich, wer das aus? Schau ich dich aber Sag mal zusammen. aus, hey, hopp, hopp, hey, hopp, hey, halt. Komm, jetzt gehst du wieder ab, siehst du? Jetzt kannst du nicht mehr. Pass auf, denk an dein Herz, sei brav. Gib Papa ein Küsschen. Dem hab ich aber mal gegeben. Ich verstehe gar nicht, was er gegen mich hat. Ach, der Anton hat überhaupt nichts gegen dich. Komm, setz dich, Ferdi. Der Anton hat nur manchmal seinen verrückten Ton. Da bist du ihm gerade über den Weg gelaufen. Ach, Ferdi, mit dem Anton kann man sonst Pferde stehlen. Stimmt da nicht, Heini? Ja, klauen tut er gern. Aber an Pferde hat er sich noch nie daran gewagt. Das meine ich doch ja nicht. Ich wollte nur sagen, dass man mit dem Anton gut auskommen kann. Ja, das stimmt. Diesmal hat es mit der Hasen. Ich meine, dein Freund, der Hasenfuß,
Der ist ihm ganz besonders sympathisch. Also bitte Hasenbein, nicht Hasenfuß. Mir war aber so, als wenn der Anton was von Hasenfuß gesagt hätte. Da habe ich mich eben verhört. Das ist auch dein Glück. Ja. Also jetzt ist Schluss mit der Streiterei. Aufhören! Komm, Ferdi, erzähl mal lieber mal, wie es da sonst noch geht. Ach ja, mir geht's eigentlich gut. Willst du eine? Ja, Mensch, du fragst aber. Na, Hein, wirst du dir auch einen ins Gesicht stecken? Nee, mit dich? Doch. Weißt du, mir geht's hier wirklich gut. Zu tun ist da nicht viel und der Oberst lässt mich in Ruhe. Und außerdem... Du, abends gibt's hier im Dorf immer Tanz. Du, die flämischen Mädchen, du, die tanzen famos. Komm doch heute Abend mal mit. Du, Weiber sind da. Nee, ich hab keine Lust ein andermal. Der Marsch steckt mir noch zu sehr in den Knochen. Keine mehr drin? Schade. Kannst du keine Rauch vertragen? Da sollst du auch nicht rauchen. Da tanzt du wohl immer mit der netten Marie, nicht? So, ja? Kennt ihr die auch schon? Na klar. Ja, eigentlich wollte sie heute Abend wieder mit mir zum Tanzen gehen, aber leider hatte ich keine Zeit. Oh. Sie wollte nicht. Nicht? Wieso? Hat sie etwas über mich gesagt? Ja, gesagt hat sie was. So. Naja, was hat sie denn gesagt? Ah, nichts Besonderes. Nee, besonders war das nicht, was sie gesagt hat. Achtung! Leute. Namt der Leutnant. Alles im Lot? Jawohl, Leutnant. Gefreiter Hasenbein, schreibe bei der Ortskommandantur. Danke. Wegtreten. Alles gut untergebracht? Jawohl, Leutnant. Wo ist denn der Anton? Anton? Ach, der schnüffelt wieder durchs Quartier. Der ist wieder beim Besorgen. Auf Deutsch, requirieren. Na, pass nur auf, dass der keine Dummheiten macht. Wir sind ja beim Ortskommandanten, da möchte ich keine Scherereien. Ich pass schon auf, Herr Leutnant. Du, Hein, versorg doch mal eben die Liese, ja? Steht im Stall beim Ortskommandanten. Jawohl, Leutnant. Hans. Hey, wo hast denn die her? Geh. Automat. Okay. Verdammt müde bin ich doch. Naja, Hans, du sollst dich auch ein bisschen mehr schonen. Wenn du so weitermachst, machst du dich noch total kaputt. Ja, lassen wir das. Sieh mal lieber nach, wo der Anton steckt. Möchte mich ein bisschen frisch machen. Ist in Ordnung, Hans. Anton! Ja! Hallo! Zum Leutnant kommen! Bin doch kein Hund, was willst du dann? Der Anton hat alles geputzt, das blinkt nur so. Der Anton ist nicht tot zu kriegen. Verleih mal die Runde, viel zur Verfügung, bitte schön. Ja, Anton. Oh, entschuldigen Sie bitte. Ey! Na, wie ist denn das bei dir? Einigermaßen? Einigermaßen bon fortunöser, Leonard. Wunderbare 3-Zimmer-Wohnung, Küche, Diele, Bad, Salon, fließend kaltes, warmes Wasser, Tante Meier auf der Etage, hinten und vorne mit Wasserkühlung. Liebchen, was willst du noch mehr? Im Fußboden sind ein paar Rattenlöcher, im Bett ist eine Kugel, aber Wanzen habe ich noch keine gesehen hier. Naja, dann will ich mich jetzt ein bisschen frisch machen. Bitte, Leonard. Wo ist mein Zimmer? Langer Gang, Zimmer 304, 8. Stock. Benutzen Sie bitte den Aufzug. Ja. Danke. Bitte schön, ja. Hier. Was ist? Mach doch hier keinen Aufzug. Mach doch keine 7. Stock. Ja, Willi. Willi, wo ist denn der Heini? Ja, guck mal nach der Lise, wolltest du was von ihm? Nee, ich wundere mich, ich hatte weggelängelt. Da wollte sie gerne mal der Haas sehen. Ja. Ach, apropos Haas, Anton. Anton, Was ist? sag mal, wo hast du eigentlich der Haas her? Ja, wo ist der her? Wo ist der? Ah, ja, der ist Mutter Wies immer nachgelaufen. Hat immer gerufen, nimm mich mit, Kapitän, auf die Reihe. Ist doch Quatsch. Wieso? Toter Haas kann doch nicht laufen. Nee, der war mit dem Rollstuhl da. Mensch, jetzt sag schon, wo du den her hast. Soll er vielleicht im Verhör sein? Nee, das grad nicht. Aber der Leutnant hat eben zu mir gesagt, wir sollen aufpassen, dass wir hier beim Oberst keine Scherereien kriegen. So. Wie, was heißt hier so? Ich denke, da kannst du dich schon ein bisschen errichten. Liebe Willi, wenn ich was ausgefressen hab, da hat der Leutnant nichts mit zu tun, da weiß er immer noch. Ach. Ist das klar? Ist das klar? Ja, ist klar. Das ist klar. Bist du verrückt? Komm, guck mal an, hey. Ja, Der ist doch schwer am Socken. Guck mal hier. Guck mal. Ja. Mensch, Vorsicht. Oberst, Zigarette weg, der Oberst kommt. Sherry erschießen! Danke! Weitermachen! Ja, hat man doch für Töne, du Knoll. Hast du dich vor mich verschrocken? Ja, ich hab mich für dich verschrocken, ja. Willi an die Türe, Heini an die Türe. An die Tür. Hey, Ja. nur rufen, wenn höchste Gefahr ist. Jawohl. Ja, was ist denn schon wieder? Es kommt keiner, ist alles in Ordnung. So ein Lause. Ihr Kinder
Allein kommet, oh kommet doch all zum Toni, zum Häschen. Anton, ist nicht das ein Brocken? Schön, was? Oh, du, der ist bestimmt seine 8 bis 10 Pfund Mindestens. Der Anton, wenn ich bloß wüsste, wo der her hat. Frag nicht so viel, so schmeckt er nicht mehr. Anton, mich läuft das Wasser im Mund zusammen. Keine Menschen, doch pass auf, dass du nicht versäufst, ja? Du, da kommt einer. Ach, der Kerl ist das. Herr Leutnant, nicht da? Was soll der Leutnant denn? Meldung von Herrn Oberst. Was will denn der Blind? Der Herr Oberst. Anton, sehen wir mal, ob der Leutnant fertig ist. Äußerst komisch. Ja, es war sehr komisch. Ja. Weg da. Platz genug hier, ja? Ich muss immer kehren, wo du stehst. Damit. Lass den Unsinn sein, ja? Du Liebe, guck mal da. Schöne frische Milch. Und der Willi und der Heine, die fressen ihr Karre trocken. Prost Milch. Na, guten Appetit. Dankeschön. Bist wohl neidisch, dass du sie nicht gefunden hast. Oh nein, ganz im Gegenteil. Die gönne ich dir von ganzem Herzen. Hat der Fuchs auch gesagt, Ding um der Haas, so stell ab. Sonst mag ich Milch, nur diese nicht. Warum denn nicht? Na, weil die Katz schon dran gewesen ist. Nee, kannst mich doch nicht verkohlen. Willst du nur, ich soll sie da hinsetzen, damit du sie saufen kannst. Du meinst, Marie hätte sie sonst hier stehen lassen. Ja. Kurz bevor ihr kamt, hat sie die Katze beim Naschen erwischt. Der ganze Kopf war drin und die Vorderpfoten. Schwein. Das hättest du mir ja früher sagen können. Alte Sau da. Die ganze Kopf war drin. Und die Vorderpfoten. Das ist aber nett. Das hättest du mir ja früher sagen können, alter Schwein. Achtung! Wo ist die Kleine? Mann, was haben Sie denn gemacht? Sie sehen ja belämmert aus. Herr Leutnant, der Anton! Herr Leutnant, ich habe beim Kehren. Wer unnötig an den Milchstoff gestoßen ist, der muss hier auf den Kopf gefallen. Weiter nichts. So, weiter nichts? Nein. Und du konntest natürlich nichts dafür. Nein, mit dem Knüppel habe ich so gestoßen. So war es doch, ja? Das hier ist Jawohl! Der Topf ist ganz geblieben. Der Topf ist ganz Das ist aber ein gewesen. sonderbarer Zufall. Oh ja, ja, dann hat er sich schon einen Gummikopf. Nicht? Haben wir Glück gehabt. Naja, wenn es so ist. Und was hatten Sie für mich? Meldung von Herrn Oberst. Wenn es dem Herrn Leutnant passte, so wäre der Herr Oberst jetzt für Herrn Leutnant zu sprechen. Danke. Melden Sie dem Herrn Oberst, dass ich ihm gleich meine Aufwartung machen werde. Zu Befehl. Was war das denn? Ich glaube, der ist über den Besen gefallen, allein. Anton, Allein? komm doch mal her. Und sag mir mal, was du mit dem armen Kerl gemacht hast. Was mir da eben erzählt hast, war doch Flunkerei. Hm? Oh, Hollander, der Armleichter, wollte mich vor dumm verschleißen. Ließ mir in der Milch trinken, denn der Herr sagte mir, der Katz war dran. Da habe ich Wut gekriegt, da habe ich in die Milch in die Visage geschüttet. Das war alles. Wenn so war, hat er ja auch nichts Besseres verdient. Ja, ne? klar. Du sag mal, Willi, was ist das eigentlich für einer? Herr Leutnant, das ist keiner. Ja, du scheinst ihn doch zu kennen. Ja, das stimmt. Wir waren zusammen in einer Firma beschäftigt. Och, die haben sich in die ganz Patente gehabt. Bloß ein bisschen übergeschnappt. Ein bisschen viel. Es ist überhaupt eine Sünde und Schande, dass so was möglich ist. So eine junge Kerl drückt sie in die Etappe und so ein alter Familienvater wie unser Heini, der den Dreck schon von 14er mitmacht, der hängt immer noch an der Front. Tja, verstehe ich auch nicht, wieso sich der so lange hier halten konnte. Herr Leutnant, der hat wahrscheinlich GV. Was? Der Garnison verwendungsfähig? Nein. Der ist genauso KV wie du Ich habe nicht. gesagt GV, Willi. GV? GV, gute Verbindung. Ja. Ah, und dann heißt KV? KV ist keine Verbindung zu mir. Ja. Anton, und was ist AV? AV, ausgezeichnete Verbindung. Ja, so ganz Unrecht hat er nicht. Hab ich auch, Herr Leutnant. Der ganze Krieg kommt mir vor wie in einem Kino.
Kino? Natürlich, vorne flimmert's und hinten sind die besten Plätze. Ja. Herr Leutnant, ich hätte aber eine Idee, wie wir die Gerechtigkeit ein bisschen auf die Beine helfen könnten, wenigstens in diesem Fall. Da bin ich aber gespannt. Schieß mal los. Wie wäre es, wenn wir unseren Heini in den Hasenfuß so ein bisschen austauschen täten? Wie willst du das denn machen? Daran können wir doch nichts ändern. Doch, Herr Leutnant, Sie wissen nämlich nicht. Bevor der Hasenfuß abkommandiert wurde, gehörte er zum Feldrekrutendepot unserer Division. Jetzt braucht ja unsere Division nur anzufordern. Wir stellen unseren Heini als Ersatzmann. Ist alles in schönster Ordnung. Herr Leutnant, da müssen Sie versäumen. Ja, ich glaube, der Anton hat recht. Hab ich auch. Ja, wenn ich dem Hein damit helfen kann, will ich es gerne tun. Fein. Versuchen kann man es ja mal. Danke, Herr Leutnant. Und dem Hasenfuß kann das ja nicht schaden, wenn er der Winde mal ein bisschen von vorne kriegt. Das wird ein prima Soldat, wenn wir den so richtig durch die Scheiße... Wenn wir ihn so richtig durch den Kot geschleust haben. Na ja, mal sehen, was sich machen lässt. Allein, da wollen wir weggehen? Ja, meinen Anstandsbesuch beim Oberst machen. Oh, zum Oberst. Schönen Gruß von mir, Herr Leutnant. Danke. Bitte. Der Oberst wird sich freuen. Vielleicht. Herr Leutnant! Ja? Ihr Gewehr. Danke. Dankeschön. Guten Abend. Herr Leutnant! Leutnant. Mensch, Willi, ich freue mich, wenn der Leutnant klarkriegt mit dem Hasenfuß. Auf das Gesicht von dem Hasenfuß bin ich neugierig, wenn ich den als Frontschwein begrüßen darf. Du. Sag mal, Anton, treibst du deiner Flachs nicht ein bisschen zu stark? Wieso? Du weißt doch, der Hasenfuß hat eine gute Nummer beim Oberst. Ja, und? Na, wenn der nicht meldet, sind er 3 Tage sicher. Ha, Hasenfuß mich melden? Ja. Mich melden? Ja. Willi, wenn der das tut, steht er in 24 Stunden auf der Verlustliste. Hallo Soldaten! Hallo, Mäuschen. Hallo, Mäuschen. Das ist aber fein, dass du uns auch mal besuchen kommst. Nein, ich wollte euch nicht besögen. Oh. Ich habe hier meinen Topf mit Milch stehen lassen und den wollte ich holen. Mäuschen, hier ist der Pott, aber der Milch ist fort. Wie, ihr nascht auch? Ich denke, das kennt bloß die Katzen. Nee, der Anton hat mit der Katze aus einem Pott gesoffen. Was, der andere hat die ganze Milch ausgetrunken? Ja, Mäuschen. Hat sie ihm denn geschmeckt? Ja, mir hat mein Teil geschmeckt, aber frag mal der Hasenfuß, wie dem sein Teil geschmeckt hat. Wie, der nascht auch? Und wie? Du, das hätte ich aber nicht gedacht. Wieso? Der hat doch gewusst, dass die Katz schon dabei war. Eben, weil er das gewusst hat, dann hat er auch sein Teil mitgekriegt. Das kann ich nicht Ja, verstehen. das ist doch geistig zu hoch, Mäuschen. Da kannst du nicht folgen. Das ist hohe kriegerische Strategie. Mäuschen, der Hasenfuß hat die Milch schon nicht getrunken. Nein. Nee, der Anton hat sie mir über den Kopf geschüttet, weil er dem Anton nicht gesagt hat, dass der Katz schon dran war. Oh, ich verstehe. Du, deshalb bist du auch ebenso schnell an mir vorbeigelaufen. Der hatte gar keine Zeit. Sonst streicht er immer noch um mich rum. Ach, mir scheint aber, du kannst ihn ja zu leiden, was? Der ist mir viel zu affig. Warum gibst du dich denn mit ihm ab? Du, ich geb mich nicht mit dem ab, ja? Der Kerl ist wie toll hinter mir her. Ja, ist das ein Lümmel. Weißt du, was der eben gesagt hat? Nein. Du gingst immer mit ihm tanzen. Ich? Ja, heute hättest du auch mit ihm gehen wollen, nur er hätte keine Zeit gehabt. So ein Lügner, du, für den habe ich noch nie Zeit gehabt. Hättest du mal für mich Zeit? Für dich? Ja? Das könnte vielleicht mal angehen. Ja? Oh, prima, Mäuschen. Weißt du was? Ja? Wir haben hier morgen Abend ein kleines Fest mit einem feinen Essen. Und Musik haben wir auch, das wäre was für dich. Für so ein Kerl lad sich zu meinem Hasen-Mitesser ein. Das haben wir gerne. Du, sag mal, kriegt ihr denn so viel, dass ihr ein richtiges Festessen machen könnt? Nee, das grad nicht. Aber unser Anton hat dir was besorgt. Ja? Antonchen, du bist da einverstanden, ne? Nein? Hättest mich ja vorher mal fragen können. Denkst du, bei mir nicht, du, ich kenn dich doch. Überhaupt, ich hätte doch gar nicht kommen können. Nee? Nein, ich bin nämlich schon eingeladen. Oh. Ja, beim Herrn Oberst. Oberst, So was Feines habt ihr ja doch nicht. was kann der denn schon haben? Hä? Der hat Hasenbraten. Hasenbraten! Hasenbrat. Hasenbrat. Na ja, was ist denn schon dabei? Ist doch jetzt die Zeit für Hasen. Meinst du, Moment mal, ist jetzt Hasenzeit? Ja. Na also, ist ja Zeit, dass die gefressen werden. Oh, Mäuschen. Ja, die haben wir doch auch. Da brauchst du nicht extra zum Oberst zu gehen. Anton. Ach, Anton. Was ist? Komm, sei nett und lad sie wieder ein. Aber ja? ja, weißt du, bist von Herzen eingeladen? Nee, Ich nur bin will ich an- aber nicht. Wir haben ja nur Spaß gemacht. War doch gar nicht so. Da kommt die ganze Hand los. Gleich. Du, ich sage dir, ich lade dich von Herzen ein. Ich koche prima. Du leckst jeden Teller einzeln ab. So gut schmeckt dir das, du. Ja, das stimmt. Kochen kann der Anton. Der hat uns schon manch Essen liefert, wie im besten Hotel nicht hier. Ja? Mäuschen, Ja. du sagst doch schon, dass du kommst, ja? Ja gut, ich Auch komme. fein. Du, wann soll's denn losgehen? Morgen Abend. Die Zeit sage ich dann noch genau. Ja. Aber ich gehe in der Kantine, Ja. da hol ich ein paar Flaschen Wein, Musik haben wir auch, da können wir tanzen und singen. La, 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 la. Immer dasselbe. Wenn die Liebe in den Kopf kommt, ist der Verstand am Aschermittwoch. Du, jetzt habe ich aber keine Zeit mehr. Nee? Außerdem ist doch auch erst morgen Tanzen. Ja. Also dann,
Bis morgen, Soldat. Ja, Mäuschen. Freu mich. Na, Mäuschen, bring gute Laune mit. Hey, yes. Au. Wieso? Ach, hast du das aufgesetzt? Ja. Du, Anton. Was ist? Das die befest ich freu mal nicht. Ja, siehst du, wem hast du das zu verdanken? Meinem Hasen. Weiß ich. Du sollst dich immer so tun, als wenn ich der Hase gestohlen hätte. Ich? Wie gemein. Anton, was ist denn mit dir, Mensch? Hast du so ein Weichherz? Du tust mir immer verdächtig, ich stehle doch nicht, ne? Oh, das tut mir leid, Anton. Ja? Ich tue bestimmt nicht mehr wieder. Nie mehr? Nee. Schlag durch. Prima. Gut. Ich weiß ja doch, dass du hintenrum besorgt hast. Fängst ja schon wieder an. Ja, Anton, komisch ist es ja doch. Was ist komisch? Dass du Oberst auch gerade einen Hasen hast. Wieso ist das komisch? Hast du eben von der Marie gehört, ist jetzt die richtige Zeit für Hasen? Wo soll der Blindjäger nicht auch mal nach Hasen? Sicher. Nein, hör mal eben. Ist die Lise gut versorgt? Jawohl, Herr Leutnant, hat eine wunderschöne warme Stall und ganz viel Hafer. Wenn wir das mal auch immer so gehabt hätten. Ja, fein. Hat sie auch verdient, ha? Jawohl, Herr Leutnant. Anton, Herr Lennart? ich habe einen ehrenvollen Auftrag für dich. Von Herrn Oberst. Ei, was will denn der Herr Oberst, ne? Ja. Ich bin zu einem kleinen Essen eingeladen worden. Ja. Es gibt Hasenbraten. Ja. Nun hat der Oberst niemand, der den so zubereiten kann, wie sich das gehört. Ich habe ihm versprochen, dass du das kannst. Das kannst du doch. Ja, kann ich sehr gerne, Herr Leutnant, wenn der Oberst einen Hasen hat. Dann ist das für dich ja ein Arbeit. Wieso? Da kannst du ja die 2 Hasen... 2 Hasen? Jawohl, 2. Wir haben auch einen Has. Den hat der Anton allerdings schon gestern besorgt. Aha. Gestern schon. Jawohl. Und ich hatte schon Angst, dass ihr dem Oberst den Hasen geklaut hättet, ha? Nein. Na, dann ist ja gut. Willi, komm mal eben her. Ich habe was mit dir zu Das besprechen. Maul aufmachst, kommt Quatsch raus oder Blödsinn. Wie kannst du von dem Has was? Ich könnte... Lieber Heini, lieber Heini, lieber Heini, kleiner lieber Heini. Jetzt hat's geknallt. Ja, sag mal, bist du denn verrückt? Wieso? Was fällt dir denn ein? Wo fällt dich denn ein? Ich kannst den armen Kerl schlagen. Der kann mich schlagen, solange ich will. Also jetzt Quatsch, sag die Wahrheit, los. Wieso? Du hast doch den Hass nicht auf der Welt beim Oberst geklaut. Was ist schon, du hast dem Lennon eben selber da gesagt, hätte der Has gestern schon besorgt. Willi, aber überleg doch mal, wir waren doch gestern noch gar nicht hier. Heini, waren wir gestern hier? Jawohl. Was? Gestern waren wir noch, ja, nicht Eben, hier. ja nicht hier. Das ist doch Quatsch, Anton. Das Ja? habe ich nur gesagt, damit der Herr Leutnant sich keine Gedanken macht. Mensch, du bist ja schlau, Junge, prima. Mensch, los, raus mit der Sprache. Wo hast du den Hass Lass her? mich doch los! Ich will mal was sagen. Kratzt dir am Hintern, kriegst keine Schramme auf der Bauch, ja? Die Einigung. Ja, ich komme direkt. Alter Freund, das sagst du über den Hass? Da reden wir zwei noch ein ganz ernstes Wörtchen. Heini, Toni. verstehst du blöd? Ja, Sag mal, Heini, blöd! Blöd ist schön, ja. aber du bist bildschön. Toni! Sag mich doch mal, wie du das gemeint hast. Ich mag das nicht. Du geh, lauf mir nicht jemand nach. Dass du wegkommst. Ich will Na, wie ist es? nicht. Kommst du damit zum Tanzen, ja? Na. Wegtreten, Marsch. So. Das ist also das Mädchen, von dem der Willi so schwärmt. Ja? Dich wohl mit dem Hasenbein überrascht, was? Nein. Sucht euch nächstens einen besseren Platz aus. Aber Herr Leutnant, Was willst du denn von seinem Jammerlappen? So ein nettes Mädchen. Also, in Zukunft besser aufpassen, sonst wird man wieder überrascht. Herr Leutnant, bitte. Oh, der hält mich wohl für eine, die sich mit jedem abgibt. Und das alles wegen dem Hasenfuß. Wegen diesem Lackaff. Der soll mir bloß kommen. Ist er weg, ja? Na, wie ist das? Kommst du da mit? Du! Ja? Du Etappenhengst! Was hat sie gesagt? Etappenhengst? Nein, die hat's versprochen. Die meint, ihr Tappenschwein.
Was ist das denn? Ach, der Jack da unten. Konnte wieder ohne Händchen nicht einschlafen. Was ist denn los? Oh je! Oh, was ist das? Oh, Jesus. Das ist viel zu weich, da kann ja kein Mensch schlafen. Menschenskind, wo sind wir denn überhaupt? Wieso bin ich denn noch angezogen? Heini, bist du ausgezogen? Ist ja schon wieder heller Morgen, bist du verdammt eingepennt. Ich wollte mich doch nur einen Moment hinlegen. Heini, los aufstehen, die Sonne ist am Himmel. Komm raus, Heini. Mann, ist so eine Quatsch, Heini. Ich hab gesagt, die Sonne ist am Himmel und nicht der Mond. Das ist die höchste Eisenbahn. Wir müssen doch zur Kommandantur Meldung machen. Nicht? Und dann wollten wir doch auf das Feld passieren. Ja, wegen der Fettmarkierchen hast du gesagt, die Mutter hätte wieder Speck und Butter geschickt. Und dann wolltest du eine Bajaschine Musik holen. Dann wollen wir noch trinken und tanzen. Ja? Heini! Heini, aufstehen! Lieber Jottmama, der schläft wieder wie ein Sack. Was jetzt passiert, bist du selber schuld, Heini. Ich kann nicht dafür, bitte entschuldige. Du bist es selber schuld. Wer nicht hören will, muss fühlen. Alarm! Oh, Feier, oh, Feier. Heini! Heini hat's gebumst. Also Köpfchen und Bums. Heini, Mensch, komm her. Liebchen, komm mal her, schnell. Heini, arme Jung. Hat dir so das Köpfchen gehauen, komm her. Arme Da kommt die Miri, da, nicht? Ist ganz rot, da. Aua! Oh, du bist du dann ganz durchs Teufel Hey, du Doll, wie kannst du auch so blöd aufspringen? Ich wahnsinnig jetzt. Hab mich doch, als wenn einer Alarm gerufen hätte. Nee. Da bin ich aufgesprungen. Ja. Und da habe ich mich doch Kürbis eingerammt. Vorsichtig! Ja, dumm. Gelangt wieder runter. Warte, bis ich dir helfe zum Anziehen. Ja. Hier hast du die Hose. Jetzt kommst du wieder nicht weiter. Langsam fallen wir nicht, komm her. Lauf mich doch nicht um. Langsam, Höschen, so. Ein Bein, ander Beinchen, vorsichtig. So, siehst du, jetzt So. geht das doch wieder. Richtig schnell heute, nicht? Ja, los, dir die Hose an. Geh mir doch nicht auf der Hose da. Da hat er noch drauf gestanden. Hab ich gemerkt. Komm, setz dich mal schön hier hin. Hier hast du die Jacke. Hier hast du deine Stiebelchen, mein Jüngelchen. Da, komm her, da. Dank der schön. So, da wollen wir mal waschen, ne? Ja. Da, di, Ist keiner da, Ist keiner da? Fühl mal. Oh, ist aber nass. Das tut gut, nicht? Ach, das tut ja so frisch. Herrlich, du. Du, Anton, Ja? ich habe eine wunderschöne Traum gehabt. Ja? Ja. Was hast du denn geträumt? So ein Liedchen habe ich im Traum gehört. Ja? Das war schön. Das Liedchen, was du gehört hast, habe ich auch gehört. Hast du auch geträumt? Nee, Junge, das Liedchen, was du gehört hast, war die Marie, die gesungen hat. Hab ich ja nicht geträumt. Ja, du hast Wachen und Träume durcheinander geschmissen, da war das alles. Das war die Marie? Ja. Ach du, die kann aber schön singen. Ja. Wie ein Engelchen. Hörst du? Wer ist dein Engelchen schon wieder? Gebt mir den müden Rat. Schöne Marsch. Schreit ein Lachen
mach still, du. Los, hier die Schwaschen, los, hör an. Mal ab, los, schnell, komm. Ja, ich stehe ja schon. Was ist denn da? Da ist nichts, da ist Wasser, da. Ja. Na, schon fertig, ja? Ja. Heini! Ja? Heini, am Bauch bist noch nass. Ja, so. Jetzt ist man wieder da. Kunststück. Bei dem Vollbart, so, wa? Du, Anton, Ja? das Lied, das die Marie gesungen hat, du, das war schön, so fromm, wie in der Kirche. Schön, ja. Ich muss immer an mein Etta denken. Warum konnte er auch so schön singen? Nee, so schön nicht, aber es ist ein braves Mädchen. Darum hat es mich auch so leid getan, dass ich bei der Konfirmation nicht dabei sein konnte. Ist ja nicht so schlimm, Heini. Die Konfirmation haben sie ohne dich hingekriegt. Ich halte sowieso nicht viel vom Konfirmieren. Warum denn nicht? Ach ja, weißt du, mich hatte mal ein Hauptmann konfirmiert. Da habe ich 8 Jahre im Kasten gesessen. Nix wie dolle Töne hast du in deinem Aber Kopf. Heinlein ist doch besser wie ja nix, hä? Komm du die Mütze wieder runter. Du musst dich ja noch kämmen, Schätze. Ja. Hier in der Spiegel, ja? So. Eine Glaube hast du wohl ja keine, was? Also ich habe nicht Glaube. Oder meinst du vielleicht, ich wäre ein Heidenkind, hä? Was glaubst du denn? Was ich glaube? Glaube zum Beispiel genau das Gegenteil von dem, was der Herr Blindgänger glaubt. So? Woher willst du der Oberst? Woher willst du denn wissen, was der Oberst Ich glaubt? weiß ganz genau, was der glaubt. So, was glaubt der denn? Der glaubt zum Beispiel, dass er heute Abend Hasenbraten hat. Siehst du, das glaube ich wieder nicht. Ne? Du bist doch der Jecke Kerl. Du, Anton, jetzt hier ich auf der Feldpost mal nachgucken, ob die Fettpaketchen da sind, Ja, so. damit wir den Haas braten können. Du mir nicht gefallen, geh bei der Bagage und gucken, ob die Musik da ist. Da bringst du die Sachen mit, da wir was zum Tanzen haben. Da Ja? musst du mich aber auch einen Gefallen tun. Dann holst du den Kaffee und dann setzt du der Kaffee auf der Feuer, nicht? Was soll ich? Der Kaffee holen und der Kaffee auf der Feuer setzen. Bist du doof? Der spricht da. Dann holst du mich den Kaffee. Dann setzt du den Kaffee auf der Feuer. Damit ihm warm bleibt. Wem? Dem Kaffee. Oh. Der Kerl kann nicht ein Wort Deutsch. Das ist furchtbar. Da, 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 di, di. Da, 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 di, di. Oh, was staubt das hier? Da, di. La 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 la, da di da 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 di da da da. Ich zieh dem das blöde Lied nicht aus dem Kopf raus. Mensch, der Willi muss aufstehen. Willi, aufstehen, es ist Zeit für dich. So, die haben wir raus. Was ist das dann? Hallo! François! François? Nein, madame. Oh, pardon! Oh non, non, je suis nix François. Monsieur, je suis monsieur Tony. Tony, autocolonne. Autocolonne agrippinensis. Moi. Tony! Was heißt das?
Rien, rien. Was, rien? J'ai seulement pensé quelque chose. Auf dem Schoß, komm, setz dich auf den Schoß. Komm, Meister, komm zu Papi auf den Schoß. Komm. Non, 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 non. Was ist? Vous vous trompez, monsieur. Ich hab keine Trompete, ne? Was Non, non. Ah, c'est dommage. Na, du Arsch brauchst du mir zu mir zu sagen. Na ja, bitte, wenn du nicht willst, du weißt ja nicht, wo es gut ist, ne? Was lachst du, sag mal? Moment mal, jetzt sag, lachst du mich an oder lachst du mich aus, Mädchen? Ah, que voulez-vous, monsieur? Voulez-vous, ja, voulez-vous verstehe ich. Voulez-vous ist immer willst du. Ja, voulez-vous, vous mir backen un grand Pannekuchen, oui. Un grand Pannekuchen pour moi. Comment? Pannekuchen. Comment? Je ne comprends pas. Je comprends pas, nicht Pannekuchen. Kennst du eine Pannekuchen? Pass auf, nimmst eine große Schüssel. Eine große Schüssel. Un grand Comfait, oui. Comfait. Und da ist die Eier drin. Eier. Eier. Comment? Die kleine Runde, die. Eier. So, guck mal. Die Dinger da. Flutsch, flutsch. Je comprends. Madame. Je comprends. Des œufs. Ja, Süß, des Œufs. 1, 2, 3, 4, 5 des Œufs. Ja. 5 des Œufs, nimmst du Knack kaputt drin. Ja. In die Panne, in der Schüssel. Und da ist die jetzt Milch rein. Milli von der Muku. Muku. Was ist? Ah, lait. Lait, ja, Lait drin. Eier, Öff, Lait. Wenn du kein Lait hast, nimmst du Lo. Lo. Verstehst du kein Lo? Lo ist französisch, heißt Wasser. Da ist du drin, ja? Und da kommt was Mehl dabei. Mehl. Je ne comprends pas, monsieur. Ja. Pompa kannst du auch drin tun, ja. Alles pitschi-patschi durcheinander. Dann nimmst du die große Pfanne. Da tust du was Speck rein. Speck. Compris, Speck. Hey, Speck. Ja, nicht von mir, von der Sau. Ja. Von einem Schwein. Ganz so. Ah, cochon. Ja, Cochon in Streifen geschnitten, ja. Tust du drin und dann tust du den Teig drüber, rund braten, wie la Pannekuchen. Un grand Pannekuchen, Mensch. Ah, oui, je comprends. Madame. Eine Pannekuchen. Heißt das Französisch auch so? Pannekuchen? Ah, oui. Aber Pannekuchen, Mensch, du hast ja Anlagen zum Kölsch. Du, komm mal, dann sag mir mal auf Kölsch einen schönen Satz. Du bist mir lieb, lecker, Flöte Jöbbelchen, ja? Ah, monsieur, ça je ne peux pas. Je ne peux pas, ich helfe dir, wenn du vergeben hast. Du bist mir lieb, lecker, Flöte Jöbbelchen. Komm, tu mal. Du bist... Na, komm, raus. Du bist mir lieb, lecker, Flöte, Jöbbelchen. Alter Freund, denn Frankreich liegt aber auch nicht weit vom Eigelstein, du. Oh, du Jack, du. Du Jack, das ist ja Kölsch, wie sagst du das? Das ist aber mein John, natürlich. Kennst du mich denn nicht mehr? Ich bin es doch. Das Julchen aus der Severinstraße. Justus, war nicht in meinen Augen. Ja, Julchen, Kind, du bist... Ja, Mädchen, das ist ja blöd. Ja, sag uns, Moment mal, wie... Ja, ich bin ganz... Nee, komm, krieg die in, Mädchen, komm her. Wie kommst du denn hier in Feindesland, ja? Oh, Feindesland, was eine Quatschsache. Hat dir denn hier einer was getan? Nee, mir nicht, aber dir? Nee, mir auch Na, nicht. also, warum sind wir denn überhaupt hier? Kannst du mir denn überhaupt mal sagen, warum wir Feinde sind? Ich hab keine Ahnung, ich hatte nicht... Wer hat denn bloß der blöde Krieg angefangen? Ja, ich war es nicht, du, kannst du sagen, du. Ich weiß es, der Kaiser rief und alle kamen und die nicht kamen, wurden geholt. Nee, ja. Du sollst ja Einzelköpfen, du. Ja. Wer hätte bloß daran gedacht, weißt, wie wir noch tanzen? Julchen, weißt du noch, da, um alle Koberg und dann in der Deckstelle Mühle, Sonntagsnachmittag, da haben wir es gejückt, was? Wie du mit dem François Brüderschaft getrunken hast. François, stimmt, ja, das war ja deine Liebste, der Frank war. Ja, und dich haben sie mal Fuß Julchen genannt, ne? Ja, und die ist der schöne Toni mit der Polka bei. Jey, das weiß ich auch noch. Kinder, ja.
das war schön. Und da haben wir doch eine Hochzeit gefeiert. Du hast doch der Franz geheiratet. Da haben wir die ganze Nacht durchgesoffen. Ja. Bis morgens um 6 Uhr. Da seid ihr direkt auf der Schleppkran und seid da rein und runter nach Holland zu. Ja, ich weiß noch, du hast gewinkt mit dem Brautschleier. Ich hab dich bis Düsseldorf noch gesehen. Ja. Was meinst du, was ich damals geheult hab? Ich kann's plötzlich auf einmal der Dom überhaupt nicht mehr sehen. Ach komm, hör auf, wenn ich das vom Dom höre, das ist sowieso Feierabend. Sag mal, Julchen, du bist ja verheiratet. Hast du Kinder? Ja, sicher bin ich vorher dagegen. Ja, natürlich. Ja, hast du Kinder? Ja. Eins? Wer denn? Wo denn? Wie denn? Das Mariechen ist meine Tochter. Hey, das meinst du, was hier rumläuft? Das ist Hanisch mir doch gedacht. Das sieht doch so jetzt... Nein. Ja, warum sagt ihr mir denn nicht, dass sie eine kölsche Mutter hat? Ja, da haben wir uns ja wieder, weil Krieg ist, ja? Ja. Na, nachher hättet ihr mich noch für eine Verräter gehalten, ne? Ach, Quatsch, Kind. Aber bald ist der Krieg aus, da komme ich zu euch. Da tun wir Feste feiern, bringe ich Bier mit und da wird gesoffen. Da wohne ich aber bei euch, ja? Und dann wird's schön werden. Apropos wohnen, sag mal, kannst du mal kein Zimmer besorgen? Ich brauche noch dringend für einen Kameraden ein Zimmer, der kommt noch. Ja, weißt du, so eins Nettes mit einer netten Wirtin. So eine Art Wirtin von der Lahn. Bei einer Frau Wirtin. Doch. Nett? Ach, ich weiß, ein nettes Zimmer für dich. Ja? Ja, bei der Madelon. Madelon, das klingt richtig französisch, Madelon. Da sind alle Kurven drin, du. Madelon. Ha, lecker. Ist die was für mich, ja? Ich will ja noch zu haben, das weißt du doch, ja? Ja, kann ich mir denken, du bist vor lauter Lieben nie zum Heiraten gekommen, ne? Liebes Julchen, warum soll ich mir denn wegen einer mit aller verderben? Ist doch ich kenn dich doch. Also hör mal, ich will die Madelon holen. Ja, gut, hör mal, sag doch Bescheid. Julchen, wenn ich dir jetzt sagen muss, du bist genau noch so lecker wie damals, wenn das so lange her ist schon. Du bist noch genauso unwiderstehlich wie damals. Ja, bin ich. Julchen. Ich hab dich immer gern. Ja, das ist aber nett. Sehr so, Jacke. Ja. Und damals, in der François kam da. Du alte Posierstängel, du! Hey! Junge, geht aber ran wie Hector an die Frikadellchen. Aber küssen kann sie, küssen. Man merkt direkt, was von Köln ist. Gute Ware, ja. Was ist das denn da? Hallo! Hey! Verdammt nochmal! Meischen! Der kommt aber so schnell nicht wieder. Ei, wei, da hast du aber schön zwischen gehabt. War ich doch nicht? Nein. Das war doch mein Katz. Die Katz, lass mich doch mal ansehen, wenn wir sehen. Toll, ja, jetzt sehe ich dich mit ganz anderen Augen. Ja. Lecker bist du jetzt, weil die Katz hast. Ja, die Katz, die war wie doll. Aha, da waren 2 Katzen doll, was? Du? Bin ich vielleicht ein Katz? Ja. Nee, du bist ein Puma. Puma! Puma? Ganz wild, weißt du, so ein Kopf, so einen langen Körper und hinten so einen langen Schwanz. Hier, mal Küsschen, komm mal. Bitte, warte! Hast du dafür, wie kannst du mich denn beißen? Ich hätte doch beinahe dein Vater sein können. Das war ein Vaterbiss. Ist aber lecker, Paketchen, Junge. Kannst dem Hasenfuß ja nicht verdenken, dass du hinterher ist. Die Katze hat aber schwer gekratzt. Zack, war schwer am Bluten, die ganze Nase war kaputt. Hallo, Willi! Hallo, Meter, du bist aber schon gut gelaunt. Ja, du hör mal, Willi, eben war eine fremde Katze in deinem Revier. Lass der blöde Quatsch. Ist kein Quatsch. Die Katze hat aber schwer gekratzt. Hat sie das? Hat sie, ja. Ich glaube, wenn eine andere Katze gekommen wäre, hätte sie nicht gekratzt. Jetzt hören wir mit dem Unsinn auf und... Darf ich noch bitten? Bitteschön. Dankeschön. Dankeschön. So, jetzt hören wir mit dem Unsinn auf und lass mal vernünftig mit der reden. Vernünftig am frühen Morgen, ich bin ja noch halb am Schlafen, du. Da wird aber schwer Zeit, dass du wach wirst. Ah ja, klinge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 ling. Was das denn? War der Wecker, ich hab mich geweckt. Was ist denn los? So, jetzt hören wir mit dem Unsinn auf und lass mal vernünftig mit der reden. Vernünftig am frühen Morgen, du. Jawohl, wie ist das mit dem Haas? Der Haas? Der liegt unterm Bett, der hat besser geschlafen wie Heini und ich. Hör auf, du weißt doch genau, wo ich drauf raus will. Nee, mein Junge, ich kann keine Rätselchen raten. Also gut, ich will wissen, wie du zu dem Hasen gekommen bist. Ja, hab ich besorgt. Ja, das weiß ich, aber wo? Frag nicht so viel, das schmeckt er nicht mehr. Sag mal, willst du eigentlich dem Leutnant hier Unannehmlichkeiten machen? Mensch, was das allein damit zu tun, wenn wir eine Haas essen, du Jäger? Mann, Anton, jetzt stell dich doch nicht dümmer, als du bist. Du wirst lachen, ich stell mich nicht so dumm, dann bin ich so dumm. Ne?
Dann sag mal wenigstens, dass der Hase nicht hier aus dem Hause ist. Moment nochmal, wie war die Frage? Dass der Hase nicht hier aus dem Hause ist. Dass der Hase nicht aus dem... Mensch, eine dolle juristische Frage. Die ist unwahrscheinlich gut, die ist prima formuliert. Nein, Willi, sei zufrieden. Aus dem Hause ist er nicht. Nein. Von wo ist er denn? Er hing draußen. Anton, jetzt ist Schluss. Du gehst immer um der Breie rum. Ich geh nicht. Ich geh um die Hase rum. Und jetzt geh ich Kaffee holen. Wo gehst du hin? Kaffee holen. Kaffee holen, das wollen wir doch mal sehen. Halt, hier ist Schluss. Ich will mich auch... Mensch, jetzt ist Schluss, hier kommst du nicht raus. Komm hier nicht raus? Jetzt ist auch Feierabend. So, ich komm nicht hier raus. Erst will ich Bescheid haben. Also, erst wenn du alles weißt, dann darf ich raus. Kannst du gehen. Er nicht? Nein. Naja. Da muss ich auch klein beigeben. Gegen dich komme ich ja auch nicht an. Du bist ja viel stärker wie ich. Weiß. Vor allem, du bist so schlau. Gegen deine Klugheit kommt man nicht an. Ist klar. Willi, komm her. Ich kapituliere, ich sag es dir. Ja, prima. Alles. Guck mal, unterm Bett. Was ist damit an? Ja, ey! Gott, bist du schlau. Ich hab's Verdammter Büffel! Hatte mich doch angeschmiert. Jetzt weiß ich wirklich nicht mehr, was ich machen soll. Hoho. Ja, Ferdi, was ist denn mit dir los, hä? Hat dich der Teufel in der Kralle gehabt? Schlimmer, das ist viel schlimmer. Was, noch schlimmer? Na, für die Pakretzi brauchst du dich schon nicht so aufzuregen. Die hab ich doch schon längst vergessen. Na, was ist denn los, Junge? Sollst du davon? Der Hase ist weg. Was? Ja, Dem Herr Obersten hast du der Herr Leutnant zu den haben eingeladen. sie mir heute Nacht geklaut, du. Was soll ich denn bloß machen? Ich bin doch für den Hasen verantwortlich. Ja, sag mal, Ferdi, wo hast du denn dann? Draußen. 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 Ja, draußen am Fenster hat er gehangen. Gestern Abend war er noch da und heute Morgen ist er weg. Wie kann man so leichtlich sein und Hasen einfach draußen ans Fenster hängen? Doch nicht hier unten, oben, in der 2. Etage hat er gehangen. Ich hab gedacht, da kommt niemand dran. Hast du eine Ahnung, wo Wie bitte? der anständige Besorger überall dran kann? Mensch, was soll ich denn nur machen, wenn der Oberst das erfährt, du? 14 Tage sind mir doch sicher. Da kannst du ja keinen anderen Hasen besorgen. Wo soll ich denn so schnell einen herbekommen? Tja, da müssen wir mal sehen. Ich glaube, der Anton kann uns helfen. Und wo soll der Anton einen Hasen herbekommen? Außerdem freut er sich ja nur, wenn ich in der Patsche sitze. Ferdi, da kommt der Anton. Pass mal auf, der hilft uns ganz bestimmt. Der ist nicht so schlimm, wie du denkst. Der hilft mir bestimmt nicht. Pupschen, mein liebes Pupschen, du hast so was, das macht mir Spaß. Pupschen, du bist... Willi, hier ist der Kaffee. Ach. Küchenbude hat es auch weg Kakao. Ja? Sieht aus wie Tee, schmeckt aber nach Bouillon. Ach, Hasebeinchen, heb mal auf, Jung. Hasebeinchen wieder schwer verwundet. Oh weia, werden wir sehen. Steht mit dem nächsten Kabolzug, Partie Heimat, was? Siehst du, was habe ich gesagt? Gleich geht's wieder los. Ja. Anton, lass den Blödsinn. Warum? Der Ferdi sitzt schwer im Druck. Der Ferdi sitzt im Druck? Wieso? Dann hätte der ja was ausgefressen. Das hätte ihm ja nicht zugetraut. Manch Kerl, du steigst ja in meiner Achtung. Mensch, da müssen wir mir helfen, ja? Anton. Madame. Dem Ferdi haben sie diese Nacht einen Has geklaut. Nein! Ist das drin? Der Ferdi hat einen Has? Donnerwetter. Der Ferdi hat einen Has, der Oberst hat einen Has. Mein Gott, was sind das hier viele Hasen, du? Das ist schon der dritte, der mir der quer gelaufen ist. Das ist doch Quatsch. Wieso? Dem Herr Oberst sein Has gestohlen worden. Also aber eben gesagt, zum Ferdi sein Has wäre weg. Ja, das stimmt. Aber der Ferdi hat dafür aufzukommen und jetzt ist er weg. Ja, jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Oh. Wo ist er denn hin? Der kommt vielleicht wieder, ja? Anton. Der ist schon weg zum Zug gucken. Hier, der will. Wo? Den Zug will der gucken. Anton, du musst ihm aus der Klemme helfen. Ich? Warum? Du hast nur was im Salz liegen. Was habe ich denn im Salz liegen? Schlüssel. Ich habe einen Schlüssel im Salz? Wieso, was ist denn damit? Ach, Anton, Schlüssel mit der Schreibstub. Im Salz? Ja. Ich habe die Schreibstube oder habe ich einen Schlüssel im Salz? Nein, der Schlüssel, abgeschlossen. Mit weg. der Schreibstube? Jawohl. Und dann im Salz? Ja, aber du willst mich vollkommen durcheinander. Oder hab ich das Salz in der Schreibstube? Oder was?
Anton, wer hat die Stube abgeschlossen? Ich. Ja, und der Schlüssel? Ach so, das meinst du? Mein Gott, das war ja gestern. Ist ja längst verjährt. Na los, Mensch! Na, langsam bin ich noch am Denken. Musst du alles wieder umdenken jetzt, Mann. Hab es? Ja? Ich fange eine Katze, ziehe dir das Fell über die Ohren, mache die als Hase zurecht. Nein, das geht doch nicht. Eine Katze als Hase, das merkt man doch sofort. Oh, sind schon viel Katze als Hase gefressen worden, du. Wenn ich dem Oberst eine Katze als Hase vorsetze, dann kann ich mich gleich begraben. Nein, der merkt das nicht. Wenn ich die brate, dann merkt er das nicht. Die brate ich ganz zart, da kommt viel Speck drin. Da wird der locker, der Braten, und viel Soße. Oh, viel. Der Braten schwimmt in der Soße. Der hält er dann, am Schluss hält er das für Forelle blau. Ja. Schlaumeier, hast eins vergessen. Was dann? Der Leutnant ist eingeladen. Willst du dem vielleicht Katzenbraten vorsetzen? Der Leutnant? Ja. Hab ich vergessen. Aha. Das kann man nicht machen. Dem Blindgänger, dem hätte ich das ja gegönnt. Ja, ich auch. Aber der Leutnant, ausgeschlossen, mach ich Du, nicht. das machst du nicht. Nein, tust du das denn? Wahnsinn. Tu mir das. Tun wir nicht. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Leutnant, Leutnant, komm hier komm hier fahren. fahren. Hand Hand drauf. drauf. In Ordnung. In Ordnung. Hasen, mein lieber Junge, komm her. Da hilft also alles nichts. Siehst du, was habe ich da gesagt? Ja? Da musst du brummen. Siehst du, was habe ich gesagt? Ich hab doch gleich gesagt, dass der Anton nicht helfen kann. Habe ich direkt gewusst. So? Ja. Ich glaube aber doch. Wieso? Anton, wie wäre es, wenn du hingehst und bist... Maul, Idiot. Herr Kinder, wenn er mit der Katze nicht geht, kann ich euch nicht helfen. Ich kann mir keine Haare aus dem Popo schneiden, ne? Das geht nicht. Anton, Was ist Mensch, denn? bist doch nicht so hartherzig. Das ist nicht wahr. Ferdi, hören mich, was er sagt. Ich schwöre dir, ich bin nicht hartherzig. Komm her, Junge, du tust mir so leid. Ich bin ganz weichherzig und wenn du sitzt, komme ich dir auch besuchen. Nicht? Dann kriegst du auch die Knöchelchen, wenn ich welche habe. Nicht? Siehst du, ich komme zu dir, wenn du sitzt. Sitzt. Gut. Anton. Was ist? Oh Mensch, guck mal, der arme Ferdi. Was ist denn los? Was ist los? Der ist ganz geknickt. Oh Quatsch, der sitzt schief. Mein Gott, guck mich nicht so dämlich an. Ich kann ihm keine Haas besorgen. So stürmt eine Haas, wenn er kann's. Ich kann's nicht. Ich? Ja. Na bitteschön, Anton, wenn du nicht willst, dann gehe ich ganz einfach hin oder weg. Guck mal da, wenn du findest. Hier in dem Zimmer willst du doch eine Haas fangen. Hier ist schon Zeit. Na schön, Anton. Dann werde ich immer mit dem Leutnant reden müssen. Nein, Willi, bitte nicht zum Leutnant. Du, wenn er es erfährt, dann werde ich sofort erschossen, bitte. Du wirst nicht erschossen. Die Sache reden wir schon verlassen. Die Sache... Das ist so ein Unsinn, gleich zum Leutnant rennen. Blödes Quatschmaul da. Da wird es wohl das Beste sein, ich hau ab, nicht? Mensch, abhauen kannst du immer noch. Bleib hier, komm. Setz dich hier hin zu mir. Immer den Feind ins Auge sehen. Du weißt ja nicht, ob der Feind in letzter Minute nicht noch feiger ist wie du. Wahrscheinlich. Was guckst du mich denn so an, ne? Was ist denn, Ferdi? Was soll ich denn? Was ist? Anton, bitte hilf mir. Und du hättest den Haas besser wegtun sollen. Wie kann man so leichtsinnig sein, den Haas weg, so komisch wegtun? Ja, da wird es wohl das Beste sein. Ich melde mich freiwillig an die Front. Ist keine schlechte Idee. Kriegst heute 14 Tag Dicke geschenkt. Ja, meinst du, die schenken sie mir? Ach so, verständlich. Ja, dich doch lieber an der Front, als wie im Kasten. Meinst du wirklich, ja? Ja. Moment, Ferdi, wenn du dich freiwillig melden musst, dann könntest du ein gutes Werk tun. Ferdi, du kommst in die Frontzeitung. Ja? Du wirst ein Held. Du musst dich nur für Heini melden. Du kennst ja der Aachener, der kleine Dicke, der ist. Ja. Der ist schon 52 Jahre, der müsste längst nach Hause. Den haben sie vergessen rauszuholen. Und wenn du dich jetzt für ihn meldest, kann der morgen, heute noch nach Hause. Menschenskind, Ferdi, wäre doch herrlich. Immer, der ist verheiratet, hat Frau zu Hause. Die ganze Stall voll Kinder. 8 Stück hat der. Jüngst ist 2 Jahre. Wäre doch schrecklich, wenn dem armen Heini was passieren täte. Ne? Naja, wenn ich mich sowieso schon melde, dann kann ich mich auch für ihn melden. Na wunderbar, tu das doch. Den Hasen kriege ich ja sowieso nicht mehr. Nee, da sorge ich schon für, ja. Was sagst du? Ich meine, ich sagte, ich kann dir jetzt so schnell mehr keinen besorgen mehr dafür. Ne? Ja, sicher. Ja. Du, Ja? du meinst, dass ich zu euch in die Kompanie käme? Aber klar,
Da sorge ich schon für. Ja. Das heißt, der Leutnant, der kann auch, du. Wenn ich schon bis jetzt ärgert, sollst du mal sehen, was du mir der Kamerad hat. Ich gehe mit dir durch dick und dünn. Da kann passieren, was will. Wenn da Old Shatterhand steht, da steht Buffalo Bill, da steht Winnetou. Anton, musst du denn immer andere Leute aufziehen? Herr Leutnant, ich habe an keinen Leuten gezogen. Ich weiß ja gar nicht, warum ich da ziehen sollte dran. Dann lass den armen Kerl auch nicht länger zappeln und gib ihm den Hasen. Verzeih, Leute, ich verstehe immer Hase. Ja, genau, den meine ich auch. Ah ja, der Franz Hase ist in Urlaub. Der kommt nächste Woche wieder. Der ist zur Mama, der ist... Anton, red keinen Unsinn, raus mit dem Hasen. Melgase ist schon weg nach vorne. Ist Anton, nicht mehr da, der ist... endlich her damit. Er hat... Na. Das ist ja mein Hase. Ja, genau, das ist der. Hier im Hintern auf der Ware angeschossen. Selbstverständlich ist das der Hase des Herrn Oberst. Hat ja der Anton den Hasen gestohlen. Oh, warte, Freundchen. Du, das melde ich dir, mein Oberst. Dann kriegst du die 14 Tage Decken. Halt! Der Hase bleibt hier. Ja, aber das ist doch der Hase des Herrn Oberst. Eben darum bleibt er hier. Aber das ist doch... Hinlegen. Ja, aber ich kann doch nicht einfach... Das ist doch... Hinlegen. Das ist doch... Hinlegen! Ja. Und das will ich Ihnen sagen, gefreiter Hasenbein. Gestohlen wird hier überhaupt nicht. Anton hat den Hasen auf meinen ausdrücklichen Befehl geholt, weil er für den Oberst zubereiten soll. Und wenn Sie dann glauben, er ist gestohlen und lassen sich von Anton damit aufziehen, dann ist das noch lange keine Sache, für die es gleich 14 Tage Bau gibt. Raus! Dieser niederträchtige Kerl, dem Anton gleich 14 Tage Bau andrehen wollen. So ein dreckiges Ferkel, Herr Leutnant. Hätten Sie mal sehen sollen, bevor Sie reinkamen. So klein war der Bursche. Der wollte sich für den Heini freiwillig melden. Das hat er mir versprochen. So? Ja. Freiwillig wollte der sich melden. Na, den würde ich Anstand beibringen. Herr Leutnant, das täte ich schon. Verlassen Sie sich drauf. Aber ich tue der Hase rasch weg, sonst wird er noch gestohlen. Ja, Ne? das mach ihn gleich fertig, sonst wird er wirklich noch geklaut. Hat Abend wird schnabuliert, Herr Leutnant. Sie kriegen die linke Backe. Ist für Sie reserviert. Solche Speckstückchen kommen Anton, rein. du glaubst doch nicht im Ernst, dass wir den Hasen jetzt noch behalten können. Aber ja, sonst hätte man den Quatsch mit dem nicht zu machen wollen. Nicht? Bist du frech? Du bist blöd. Anton, ich wollte dich nur von den 14 Tagen Bau bewahren, die dieser Hasenbein dir andrehen Herr wollte. Leutnant, das schöne Haas wollen Sie weggeben? Herr Leutnant, stellen Sie sich das Häschen mal nackig vor, ja? So schön gespickt mit Speck, mit Sahnesöschen, mit Semmelknödel und mit Buttersoße, mit Sahnesoße, Preiselbeeren und... Anton, es Lecker, geht lecker. doch nicht anders. Jetzt keine langen Geschichten, macht den Hasen fertig und dann weg damit. Und lasst euren Kaffee nicht kalt werden. Ich frühstücke den später. Morgen. Moin. Übermorgen. Anton. Arme Häschen. Oh. Anton, arme Häschen. Oh. Willi! Was ist? Willi! Oh, ist das schön, oh, Willi. Du hast doch zu dem Hasenbraten die Marie eingeladen, arm Häschen.
das hatte ich ja ganz vergessen. Ja, sonst hätte gnädige Herr es vielleicht anders gemacht, nicht? Nee, anders nicht. Aber ärgerlich ist es doch. Nette Kavalier bist du. Einladen, ausladen, wieder einladen. Wunderbar. Das macht überhaupt Macht gar nichts. Weißt du was? Ich gehe jetzt in die Kantine, da hol ich ein paar Flaschen Wein, Musik haben auf, da können wir tanzen und singen. Und Kohldampf schieben, wunderbar. Die Marie wird mit dem trockenen Kabisbrot gefüttert, was? Wäre doch schön, wenn wir Haas gehabt hätten. Na, das weiß ich auch, aber wenn wir keine haben, können wir ihm keine essen. Hoppe, weiter, wenn der Feld schreit. Kinder, die Musik ist da. Du, Anton, die Fettpaketchen sind eingetrudelt. Speck und Butter. Was sagst du dazu? Jetzt können wir den Haas braten. Hier, Anton. Speck kannst du in den Kamin hängen, mit der Butter kannst du Stiefel wichsen. Was denn, freust du dich denn nicht, dass die Paketchen eingetrudelt Nein, sind? du jetzt, der Haas ist futsch. Da liege doch. Ich habe gesagt, der Haas ist futsch. So, Willi, wie kann der sagen, der Hase ist futsch und da liegt er? Der Hase ist futsch. Schau mal jetzt mal, seid ihr verrückt oder seid ihr blind? Ist das ein Has? Ja? Also Meerschweinchen. Hey! Ihr wollt mich wohl fies veräppeln, Mensch, seid doch nicht so blöd, der Haas gehört dem Herr Oberst, den müssen wir zurückgeben, das ist alles da. Jetzt wer ist es? Der schöne Has. Schöner Haas, ja. Das ist aber schade. Oh, nee. Gemein, das ist es. Der Lümmel da hinten, das ist der Haas, den Sie gönnen. Steckt ja lieber den Blindjäger in den Hintern rein. Wenn die nicht schon dick und voll gefressen genug wäre. Nicht gegönnt, nicht gegönnt. Du weißt doch, dass ich mir am meisten darüber ärgere, dass uns der Hase an der Nase vorbeigegangen ist. Oh, das schöne Häs. Ja, ist ein schönes Häs. Das kannst ja der Herr ganz vor Schreck machen. Du, Tün, sag mich doch mal, wie das gekommen ist. Bitte? Sag mich doch mal, wie das gekommen ist. Darf ich damit, wie das ja kommen ist? Wie das ja kommen ist? Kann ich schon nicht mehr reden hören mit der Zigarette. Ja, kann man nicht. Frag deinen Freund Willi, der kann das sagen. Wie das ja kommen ist. Also, hör doch auf. Heini, weißt du, was Schönste ist? Was denn? Der Willi hat zu dem Hasenbraten der Marie eingeladen. Willi? Willi! Hallo, Meischen! Meischen, Kind, komm mal da rein. Der Willi will doch was sagen. Ich komme! So, kommt, jetzt kannst du sie ausladen. Ich will doch mal sagen, ich will mit dem ganzen Kampo nichts mehr zu tun haben. Du Willi, du warte doch mal. Du sagst mich doch erst einmal, wie das hier kommen ist. Ja, kommen ist. Du wieder die Tat, du verdammtes Vieh. Einem so gemeinen Nas vorbei zu rutschen. Ich könnte dir erschlagen, du Vieh. Anton, so ein Fahrt. Ja, Aber was hat dir denn der arme Haas getan? Wies hat mich geärgert. Kann einen toller Haas denn noch ärgern? Ja. Ich denke, der soll uns doch gut schmecken. Nee, Meister, der schmeckt nicht mehr, der hat Trichine. Ja, Kann ein Haas auch Trichinen jedes haben? Tier kann Trichine haben. Der Mensch auch, und da sterben sie dran oder werden total blödsinnig. Du, das habe ich noch gar nicht gewusst. Eben, da fragte der Freund Willi, hat ja auch Trichine geheft. Du, der Willi auch? Oh, ja. Aber der ist doch nicht dran gestorben. Na eben, der ist ja blöd geworden. Du hast nur dumme Sachen im Kopf. Meister, darf ich was erzählen? Nein, du lügst mir zu viel. Ich habe in dem Leben noch nicht gelogen, Meischen. Jetzt lügst du ja schon wieder. Komm nur mit der Wahrheit in Durcheinander, ja? Ich werde mit dem Küsschen schätzen. Gehst du weg? Lass los! Ja, Lass komm, los! zieh jetzt Ich her. werf die Katze! Was die Da! Katze? Gib der Katze das Küsschen! Oh nein, Katze, Küsschen. Liebchen, komm mal her. Wollen Sie den Papi jetzt spratzen? Nein, das tust du nicht. Wir sind ein liebes Mimichen, ne? Jetzt hier so schön auf das Sträßchen. Tust du mit der anderen Kätzchen weiter spielen. So ein Tag! Die Musik und der Wein und dann ab und zu so etwas Süßes, so wie du. Ja, du ahnst nicht, wie das einen
Gespusi und dann was für den Durst. Dazu noch am Musi und mir ist alles wurscht. Denn diese 3 Dinge, allein oder zu dritt, die machen mich in jeder Lebenslage wieder fit. Ja, die Musik und der Wein und dann ab und zu so etwas Süßes, so wie du. Ja, du ahnst nicht, wie das einen müden Mann munter machen kann. Ja, die Musik und der Wein und dann ab und zu so etwas Süßes, so wie du. Ja, du ahnst nicht, wie das einen müden Mann munter machen kann. Das Leben ist manchmal ein richtiges Trauerspiel und dann sucht man immer so eine Art Ventil. Ich brauch nichts zu suchen, denn ich kenne 3, auf die ich mich mit jedem Tag aufs Neue wieder freu. Ja, die Musik und der Wein und dann ab und zu so etwas Süßes, so wie du. Ja, du ahnst nicht, wie das einen müden Mann munter machen kann. Die Musik und der Wein und dann ab und zu so etwas Süßes, so wie du. Ja, du ahnst nicht, wie das einen müden Mann munter machen kann. Mulle, Mulle, Mäuschen, mach doch kein Geschrei. Mulle, Mulle, Mäuschen, alles geht vorbei. Mulle, Mulle, Mäuschen, tut es heut auch weh. Morgen sieht es anders aus. Mullenmaus, Mullenmaus, morgen sieht es anders aus. Mulle, Mulle, Mäuschen, hast du mal Sorgen dann und wann? Dann werde nicht gleich weich. Das Schicksal setzt den Hobel ab und hobelt alles gleich. Mulle, Mulle, Mäuschen, mach doch kein Geschrei. Mulle, Mulle, Mäuschen, alles geht vorbei. Mulle, Mulle, Mäuschen, tut es heut auch weh. Morgen sieht es anders aus. Mullenmaus, Mullenmaus, morgen sieht es anders aus. Mulle, Mulle, Mäuschen, ist auch ein Tag mal mies und grau. Hab nicht gleich alles satt. Die Zeit, die alte Bügelfrau, die bügelt alles glatt. Mulle, Mulle, Mäuschen, mach doch kein Geschrei. Mulle, Mulle, Mäuschen, alles geht vorbei. Mulle, Mulle, Mäuschen, tut es heut auch weh. Morgen sieht es anders aus. Mullenmaus, Mullenmaus, morgen sieht es anders aus. Mulle, Mulle, Mäuschen. Mulle, Mulle, Mäuschen, mach doch kein Geschrei. Mulle, Mulle, Mäuschen, alles geht vorbei. Mulle, Mulle, Mäuschen, tut es heut auch weh. Morgen sieht es anders aus. Mullenmaus, Mullenmaus, morgen sieht es anders aus. Mulle, Mulle, Mäuschen. Kinder, es ist soweit. Heute geht's los. Freundlich. Julchen hat mir gerade am Fenster gesagt, die Madelon wäre unterwegs hierher. Ach, was freue ich mich auf das Mädchen. Da freue ich mich drauf. Hoffentlich ist das lecker. Ja, bitte? Ja? S'il vous plaît, monsieur, ouvrez la porte. Monsieur, c'est moi, Madelon.
Madelon ist da. Jetzt haben wir es, bitte. Bin ich auch schön? In Ordnung? Hier ist weg. Mademoiselle, s'il vous plaît, entrez. Voilà, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Voulez-vous coucher dans ma maison? Lieber Gott, ist das ein Arkanon. Das Jutschen hat mich aber reingelegt. Ja, madame, oh ja, oui, vous, madame Madelon, oui? Oui, oui. Ah, bon, madame. Moi, coucher ce soir avec dans mon himmelbett, oui? Mon coucher dans himmelbett, oui? Vous kommen zu spät, vous trop tard. Autre temps. Trop tard, jawohl. Madame, demain, mon camarade, ici, coucher avec vous la maison, oui? Coucher avec moi, monsieur. Wieso? Ja. Nee, nicht bei dir, bist du verrückt. Coucher avec vous, une chambre séparée pour mon camarade. Oui, oui, vous compris? Oui, oui. Demain, oui, mais dès midi. Voilà, madame. Dummes Luder. Madame, une grande dummes Luder. Oui. Louvre. Louvre? Ja, da gehörst du hin, Louvre. Madame, leben Sie wohl, ich danke Ihnen, alles okay. Oh, j'ai compris. Ja. C'est bien. Alors, monsieur, jusqu'à demain, monsieur, au revoir. Et plus tard, bon voyage. Bon voyage, bon voyage. Wieso bon voyage? Ich fahre doch gar nicht fort. Aber das Julchen, das Aas, schickt ihr mir doch so ein altes Schermel. Jetzt schicke ich nachher der Heini dahin, da fällt der drauf rein. Oh, mein Braten, muss ich mal gucken. Ob die alles in Ordnung ist. Bist du der Wolke mit dem Geklimper auf? Mein Braten zuckt im Kessel hin und her, der wird ganz nervös. Hier gebraten. Deine Braten rieche ich schon die ganze Zeit. Ja. Der stinkt noch 10 Kilometer jene Wind. Ach du, mein Sohn, wenn Braten stinkt, nicht wenn Braten duftet. Wenn hier etwas stinkt, bist du das, ja? Und wenn es der Braten vermasselt hat, weißt du ja ganz genau, das kann man dir nicht auf die unter die Nase reiben. Ich will aber sagen, Anton. Ja? Steckt da deine alberne Haas an der Hut? Ja, ich steck ihn wohl Will davon nichts mehr hören. Richtig, mein Sohn. Au! Du hast sie nicht mehr, das tut weh. Gott sei Dank. Hallo, Ferdi, Moment, hey, du Flöck. Immer Ferdi. Ja, was ist Hast du denn? einen Moment Zeit? Ja? Ja, komm mal eben rein, ich muss da was sagen. Ferdi, hier reinkommen, lass den draußen. Der verpestet mir sowieso die Atmosphäre hier. Ja, Willi, was... Mensch, das duftet ja hier ganz famos. Na, dann ist der Braten wohl bald fertig, ne? Ja, mein Sohn, nimm doch mal eine Nase voll mit, damit du was hast. Beim Oberst kriegst du ja doch nichts mit. Ich komme schon nicht zu kurz. Na, Willi, was soll ich denn? Meldung an den Oberst. Der Herr Leutnant kann beim Essen von der Oberst nicht teilnehmen, er muss noch spät zum Regiment, es kann 10 Uhr werden. Oh, dann kriegt er ja nichts ab von dem schönen Braten. Na, das wird ihm aber leid tun. Ich glaube nicht, dass ihm das leid tut. Ne? Du musst aber ausrichten, damit der Leutnant keine Unannehmlichkeiten bekommt. MW, machen wir. Moment mal, Hasenstädts. Wie ist denn mit unserer Abmachung? Erstens mal heiße ich nicht Hasenstädts. Wieso? Ach so, Hasenbein. Entschuldige. Jawohl, Hasenbein. Ja? Und zweitens weiß ich nichts von einer Abmachung zwischen uns beiden. Moment mal. Das wird doch versprochen, du wolltest dich mit dem Heini an der Front melden. Was, damit rechnest du noch? Das würde ich ja nicht fragen. Mensch, das habe ich doch nicht mehr nötig, seit ich den Hasen wieder habe. Das habe ich gar nicht anders von dir erwartet. Nee, was fragst du denn dann so Ich dämlich? sollte noch mal feststellen, wie dreckig dein Charakter ist. Aber das kann ich dir sagen. Du bist schneller an der Front, wie du denkst. Das sage ich dir. Das kriegst du doch dein Lebtag nicht Ich fertig. nicht, aber der Leutnant. Deswegen wir zum Regiment. Der Leutnant? Jawohl. Der Oberst lässt mich doch überhaupt nicht laufen. Im Übrigen habe ich jetzt keine Zeit mehr, ich will noch zum Tanzen. Na, Willi, kommst du mit? Nee, ich hab keine Lust. Naja, dann will ich mal sehen, ob die Marie nicht mit. Marie, nein, die tanzt ja da mit uns. Und mit dir Schlot, was? Ja, mit mir Schluss, ja. Du, da muss ich aber wirklich drüber lachen. Lach nicht, wenn du lachst, siehst du aus wie eine zerquetschte Ölsardine, ja. Ich verschwinde. Die Marie mit ihm tanzen, du, weißt du? Ehe die mit dir tanzt, da komme ich nach vorne. Was soll denn Wette sein? Was hielt da die Wette? Das ist ja etwas Bier gegen. Mensch, das Bier bist du los, Freund. Die Marie mit ihm tanzen. Ja, Mensch, die hat doch noch nicht mal mit mir getanzt. eben. Die hat ja auch einen guten Geschmack, ne? Ja. Die Marie mit ihm tanzen. Das ist ein Witz, das muss ich meiner Großmutter erzählen. Ob
die eine Großmutter hat. Menschenskind, Anton, ist das ein gemeiner Kerl. Der zeigt jetzt sein wahres Gesicht. Was zeigt der? Sein wahres Gesicht. Gesicht? Ach, da sagst du Gesicht zu. Weißt du, Willi, wenn ich so ein Gesicht hätte wie der, hätte ich mir schon längst die Hose drüber gezogen. Aber das kann ich da sagen, den Kerl kriege ich noch klein. Und das Bier ist auch los. Na, wenn du das mal noch nicht bezahlst. Entschuldige mal, ich werde doch wohl heute mit der Marina tanzen. Und der Leutnant kriegt's klar. Und wenn das nicht klar kriegt... Dann krieg ich es klar. Der Hund kommt weg, verlass dich vor. Hey, Moment. Was ist der? Nicht so schnell, Anton. Ja. Hör mal, Anton, hast du Marie schon gesagt, dass aus dem Essen nichts werden kann? Ich? Ja. Aber Willi, wer lud sie denn ein? Na, ich? Dann lud sie aus, ja. Hey, Anton, hör doch mal! Mann. Naja, daneben nicht. Muss ich helfen, Soldat? Fein, dass du da bist, Marie. Ich hatte das Lied probiert, was du heute Morgen gesungen hast. Aber ich glaube, ich kriege das nicht mehr so zusammen. Das ist ja noch im Kirchenton geschrieben. Ja, das ist ein altes Lied. Du, aber spielen kannst du. Du hattest die Melodie schnell weg. Naja, wir haben ja auch hier eine ganze Musikkapelle. Was, ihr habt eine Musikkapelle? Ja. Ihr drei allein? Ja, der Hein, der Anton und ich. Oh. Willst du sie mal sehen? Ja, bitte. Komm, ich zeig das mal, Meischen. Das hier, Meischen, das ist dem Anton seine Brummbass. Oh, du, das ist aber ein komisches Ding. Kann man denn darauf spielen? Ja, probier mal. Ja, darf ich? Du, da kommt aber keine Musik raus. Meister, das ist ja auch ganz verkehrt. Das musst du so machen. Zart, mit viel Ja. Gefühl. Pass auf. Schön. Laut. Ja, Meißen, das ist dem Anton sein ganzer Stolz. Das hier, Meißen, guck mal. Das im Heini ist ein Schifferklavier. Und da spiele ich drauf. So, da spielst du drauf. Ja. Sag mal, spielt ihr eigentlich oft? Weißt du, ich habe euch noch nie spielen hören. Und wir haben schon manche vergnügte Stunden zusammen verlebt. Wir halten zusammen wie Pech und Schwefel. Selbst der Leutnant macht gerne mit. Ich habe geglaubt, dass ihr euch immer bloß zankt. Marie, so nur der große Jung, der in uns steckt. Der kommt immer wieder zum Vorschein, selbst wenn wir schon graue Haare haben. Sogar unseren alten Hein sticht manchmal noch der Hafer. Ihr seid schon ein eigenes Volk, ihr Soldaten. Wir sind eben Landsknechte. Die Schale ist hart, aber das Herz ist treu. Du, das Lied, das ich heute Morgen gesungen habe, das war auch ein Landsknechtslied. Ja, sollen wir da mal noch probieren? Ja? Komm, setz dich. Komm, setz dich hin, Meißchen. Ja. Oh, nee, Meißchen, komm doch ein bisschen näher ran. Hm? So, nun fangen wir endlich an zu spielen. Ach, Mutter, sprach ich, Mutter, gib mir nen guten Rat, mich frei dein Landsknecht sehre, er folgt mir allzeit nach. Frei dich ein Landsknecht sehre, folgt er dir allzeit nach. Schlag deine Augen nieder und lass ihn heimwärts ziehen. Ach, Mutter, sprach ich, Mutter, dein Rat dünkt mir nicht gut. Ich hab den Landsknecht lieber als all mein Vaters Gut. Du hast den Landsknecht lieber als all deines Vaters Gut? Marie. Aber das Lied ist doch noch gar nicht zu Ende. Das ist doch nicht zu Ende. Nein, da kommt noch ein Stroph. Da kommt noch ein Stroph. Ja, aber spielen. Ach, spielen? Hast du den Landsknecht lieber als all dein Vaters Gut, so lass ich Gott erbarmen, dass ich dich einstens trug. Sag mal, Marie. Ja?
Hat das Lied noch mehr so schöne Strophen? Nein, das Lied, das hat keine Strophen mehr. Och, das ist aber schade. Kennst du noch ein anderes Lied mit so vielen schönen Strophen? Ja, ich kenne noch mehr Lieder Ja? mit ganz vielen Strophen. Ja? Aber komm, die singen wir heute Abend, ja? Du. Und dann ohne... Heute Abend? Oje, 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 heute Abend. Das ist aber so eine eigene Sache. Sag mal, was hast du denn auf einmal? Oh, nix, Marie. Weißt du was? Lass uns lieber noch was üben. Mahlzeit! Oje, Kinder! Ihr seid ja ein paar Schwerarbeiter. Was willst du denn? Wir haben nur was geübt. Ja, wir haben bloß geübt. Hab ich gesehen, der Willi, der kann es gut, du. Nein, singen haben wir geübt. Singen? Ach, dann habt ihr euch die Lieder in der Hals gesungen. Nein, flämische Volkslieder. Flämische Volkslieder. Wenn die alle so eine schöne Schluss haben, singen wir auch ein paar Strophen. Nein, geh weg. Oh, was ist denn hier los? Heini. Och, das riecht ja so lecker. Als wenn der Has schon fertig ist. Genau, Heini. Wenn der Zeit ich drin am Braten bin, sind die zwei hier draußen am Üben. Ja, zu üben? Was haben die denn zu üben? Die Willi Du, noch mal warte. Wenn du ein Wort sagst, dann laufe ich weg. Das darf ich jetzt doch nicht sagen, Heini. Aber der Willi hat bei der überall schwer Glück gehabt. Ja, wieso hat er denn Glück gehabt? Dass die Marie die Katze nicht bei sich gehabt hat. Ach, ich verstehe so. Ach, sag dir mal, Was denn? meine Katze ist seit heute Morgen verschwunden. Habt ihr sie nicht gesehen? Die liebe Mimi ist weg. Ja. Nein, oh. Mir war das, wenn ich ja vorhin noch gesehen hätte. Wo habe ich die denn gesehen? Ja, hör mal, du hast sie doch aufgeschnappt, als ich rausgelaufen bin. Ja, da hast du mir sie Ja. gegeben. Ja, da habe ich sie genommen, habe sie gestreichelt, da bin ich auf der Hof und da habe ich sie gekillt. Ich habe Kili gemacht hier oben. Ja, und auf einmal, da war sie um die Eck. Um die Eck? Ja, um die Eck vom Haus. Ach, um die Eck vom Haus, du. So weit läuft die aber sonst nie. Nein, ich wollte doch nicht, ich habe danach geholfen. Das sollte mir aber leid tun, wenn mein Katz weg wäre. Ach, Mäuschen, vielleicht ist sie bloß beim Kater. Ja, beim Kater? Ja. Jeck. Im Oktober geht doch kein Katz bei der Kater. Nein. Wo mag die denn abgeblieben sein? Wenn die nur keiner kaputt gemacht hat. Ah, das ist doch Quatsch. Wer soll denn so klein Mimische kaputt machen? Mein Gott, vielleicht einer, dem sie im Weg war. Wem soll denn mein Katz im Weg gewesen sein? Hasefuß. Dem Hasefuß? Ach, dem ist doch mein Katz nicht im Weg. Ja, die war dem aber schon oft im Weg, wenn er mit dir üben wollte. Ach, du, mit dem hab ich noch nie geübt, ja? Ich glaub, der Toni hat recht. Wieso? Der Hasenfuß, der hat die Katz umgebracht. Hast du das gesehen? Nee, gesehen habe ich das nicht, aber ich hab was anderes gesehen. Das muss ich euch mal erzählen. Na, da bin ich mal neugierig, was da rauskommt jetzt. Als ich heute Mittag zum Kanal ging, um Wasser zu holen, Ja. für die Liese, für zu saufen, da stand ich so am Kanal. Nee, so hab ich gestanden, ja. Und lauerte über den Kanal rüber. Ja, ich stand hinter einem Auer-Hollonger-Stroh. Auerhollonger? Ja, hinter einem Auer-Hollonger-Stroh. Auerhollonger? Komm, der spricht wieder Chinesisch, der. Auerhollonger heißt ins Deutsche übersetzt alter Holunderstrauch. Ach, die kenne ich doch, die mit den weißen Blüten. Unser Heini kann nämlich nicht Holunder sagen. Nein. Heini hat Zähne wie Sterne. Zähne wie Sterne? Kommen nachts immer raus. Ich stand hinter einem Auer-Hollonger-Stroh. Auf einmal kommt ich von hinten einer ran, unser Hasenfuß. Ja. Er hat ein Paket unter dem Arm. Er schaut erst nach rechts und dann schaute nach links, ob ihn auch keiner sieht. Süd? Ja, ob ihn keiner sieht. Ah, der kam von Süd. Nee, Süd, hey, Süd. Gucken, ob ihn keiner gucken tut. Heini, ob ihn keiner sehen tut. Ja, noch besser, ob ihn keiner sehen tut, ja. Und dann nimmt er sich das Paket und wupp, die schmeißt das Paket in der Kanale rein. Und das Paket, das ist abgesackt, als wenn Stein drin gewesen wären. Oh, ich verstehe. Nee, Stein. Ja, das verstehe ich. Nee, nicht Stein, Stein. Stein, das verstehe ich doch. Ach, sag, was du willst. Und meinst du, dass in dem Paket mein Katz drin gewesen
Meißchen, genau wie der Heini sagt, so war es. Sie ist direkt plastisch vor mir. Hasewus hat die Katz kaputt gemacht, Paket gepackt, Stein dabei in der Kanal, renn, flutschfut, weg war sie. Oh, du, das ist aber eine Gemeinheit. Ach. So ein hilfloses Viech so grässlich umzubringen. Brutal, eine Katze versaufen. Wie Ja, kann nicht man Anton. eine Katze versaufen? Du, sowas würdest du nie tun. Meißchen, um Gottes Willen. Ich bin doch nicht verschwenderisch, nicht? Du, ich will dir was sagen. Ja. Ich werde ihn holen. Der muss mir vors Brett. Meißchen, großartige Idee, bringen her, nichts verraten. Ich führe hier eine Verhandlung, klar? Weißt du was? Ich werde ihn locken. Logging, ja. Kinder, der Hasenfuß ist reif. Reif? Sag hör mal, Anton, ich hab mal wieder fies das Gefühl, du weißt mehr als wir. Nein, ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß genauso viel wie ihr. Aber eins weiß ich bestimmt. Für den Heini ist der Krieg aus. Heini, ganz Koffer packen. Koffer packen? Ja. Wieso? April la guerre fini. Klein Heini fährt Heimatpartie. Der Hasefuß wird sich freiwillig für dich nach vorne. Der und freiwillig. Bleib dabei für der Heini ist der Krieg aus. Du, denn meinst du wirklich, dass das so schnell kommen Jawohl, es kommt noch schneller. Heute noch. Du, wenn ich mich dazu bedenke, dass ich so bumsbar von der Kompanie weg soll, von alle meine gute Kameraden, wo ich doch so viel zusammen mitgemacht habe, doch auf. das wäre mich noch nicht einmal recht. Och, Heini, komm mal doch keine Blödsinn. Wir reißen uns hier die Beine aus, dass du nach Hause kannst und fang doch keinen Trauermarsch an, ja. Hat gehört sich doch was dazu, dass einem in der Kobbe reingeht. Na schon, hast du ja recht, wenn ich so plötzlich weg müsste, wäre ja auch komisch. Aber weißt du, wo ich mir am meisten noch freue, Heini? Auf die Fettpakete, die wir von dir kriegen. Da kannst du dich drauf verlassen. Strusch, kommt der Barime delinquent, kindergesatte Ohrenstein. Komm rein. Der Anton, der möchte dich sprechen. Hallo, Kamerad! Na, was wollt ihr denn von mir? Marie tut dir so eigen. Ach Gott, ist Unsinn. Wir haben eine kleine Bitte an dich. Wir möchten gerne von dir ein bisschen informiert werden, ja? So. Wir haben eine Frage an dich. Darf ich bitten? Schön. Danke. Moment, Augenblick. So, schön sauber machen. Bitte schön, Kamerad. Ja, danke sehr. Bitte. Willi und Heini hat den Schwein und Festfender los. Was soll denn das heißen? Willi, ich will hier raus! Raus! Mensch, bleibst du jetzt sitzen? Hältst du dein Maul? Und wenn du rein gewiss hast, brauchst du ja nichts zu fürchten. Was heißt denn hier ein reines Gewissen? Wollt ihr etwa über mich Gericht halten? Das ist doch... Das Das dürft ihr gar nicht! Das Recht nehmen wir uns. Und ob du was verbrochen hast, wird sich rausstellen. Setz dich gerade hin. Los. Guck vor dich, du Stachelschwein. Stachel. Will ich mal zunächst den Richtertaler anlegen. Aber recht. Marie, komm dahin, du bist die Anklägerin. Ist Marie die Anklägerin? Für Marie, ich hab dir doch gar nichts getan. Sei still. Sizilium! Sizilien! Sizilium! Um Sizilien. Ruhig. Frage dich, gefreiter Hasenbein. Hasenbein, das ist das erste Mal, dass der Tünn der Name richtig ausspricht. Zweite Mal, ich habe eben schon mal da. Jawohl. Frage dich, gefreiter Hasenbein. Willst du auf alle meine Fragen, die ja nicht richtig die reine Wahrheit sagen, dann antworte mit einem lauten und deutlich vernehmenden Ja. Du mögest gefälligst Ja sagen. Würdest du Ja sagen? Los? Na los! Na, Willi Heine, was ist denn los? Was soll das denn? Der soll Ja sagen. Ja, aber nicht mit Hauen, Schlagen und Treten. Das ist ja Erpressung. Sowas tut man nicht. Mit Liebe, Güte, ein paar nette Worte, dann sagt er freiwillig Ja. Pass auf, sag mal Ja. Du sollst mal gefälligst Ja sagen, ne? Du sollst mal gefälligst Ja sagen. Sagst du jetzt Ja? Angeklagter hat freiwillig Ja gesagt. Wir fahren fort. Wohin fahren wir? Um Sizilien rum. Mensch, in der Verhandlung. Frage dich, was hast du heute Morgen hinten im Garten am Kanal gemacht? Was ich am Kanal gemacht? Was du am Kanal gemacht hast, will ich wissen. Nichts. Was du am Kanal gemacht hast, man wissen. Das geht doch überhaupt Damit nicht. will ich es dir sagen, hast du ein Paket am Kanal geworfen. Nein, das ist nicht wahr. Lüg nicht, Nein, er hat's gesehen. Nein, du hast es gesehen. Jawohl, ich stand hinter der Mauer, Holler so. Sag jetzt, sonst beiß ich dich doch Kopf ab. Heini, lass das sein, das kannst du nicht machen. Was ist denn das Leckte an dem Löffel? Du Ferkel, mit der dreckigen Zunge der reine Löffel.
Was in dem Paket war sozusagen? Das sage ich nie. So, dann will ich es dir sagen. Mein arme Katze ist der ersäuft. Das ist eine Schlechtigkeit, das arme Viech so grässlich umzubringen. Hast du mal, ich frage dich, hast du das getan? Ja, das habe ich getan. Was hast du getan? Ja. Du hast die Katze kaputt. Natürlich. Du hast die Katze kaputt. Ja. Jetzt ist die Katze ein Zwilling. So, das hast du also getan. Ja, und warum? Naja, weil sie mich gekratzt hat, darum. Nun reg dich bloß nicht auf, dass du selbst oft genug gesagt, du wolltest sie im Kanal ertränken. Ach du, das habe ich doch bloß so gesagt. Deshalb brauchst du das doch nicht gleich zu tun. Ruhe! Angeklagte ist geständig. Marie, entscheide, was soll seine Strafe sein? Der soll genauso versoffen werden wie mein Katz. Quatsch. Meistens so einen großen Eimer haben wir nicht. Hasenbein, ich frage dich, du hast jetzt die Wahl. Willst du von uns 3 eine schwere Tracht Prügel haben? Oder willst du ein paar Flaschen Wein ausgeben? Oh ja, dann schon lieber die Flaschen Wein. Das ist aber schade. Wie viel soll es denn sein? Ja, für jeden eine. Das wären in diesem Falle 1, 2, 3, 4, 5. Ja, damit bin ich einverstanden. Einverstanden. Dann hast du heute Abend hier mit 6 Flaschen Wein anzutreten. Aber vom Besten. Aha, übrigens, wo du die 7 Flaschen hernimmst, soll mir egal sein. Ja, das soll mir nicht schwerfallen. Fällt dir nicht schwer, dann plauder sie. Naja, Moment, ich muss dir erst fragen. Kinder, seid ihr denn mit 8 Flaschen einverstanden? Ja. Also heute Abend Punkt 9 Uhr mit 10 Flaschen, ja? Ist das klar? Ist das klar? Ja, ist klar. Also, heute Abend 9 Uhr 10 Flaschen. Ja. Verhandlung ist zu Ende. Dixie, Salami, Wurst, Ross. Hasenbein, komm direkt wieder, bring den Prost damit mit. Der Bratenbonbon ist fertig. Wie groß soll das denn sein? Ungefähr so. Das war mich aber eine schöne Gerichtsverhandlung. Du, und was der für Angst gehabt hat. Für mich, was? Seid ihr denn wirklich so naiv zu glauben, dass der da mit den Flaschen antanzt? Mensch, der soll sich hüten und nicht kommen. Du, wenn der nicht kommt, Willi, dann erscheint heute Nacht der Heilige Geist. Und der ist schlimmer wie ein paar Flaschen Wein, du. Was? Heini, kommst du mit in die Küche? Was ist Beim denn? Braten kriegst du jetzt die letzte Beölung. Komm. Du, Anton, da lass mich doch mal an der Soße lecken, ja? Na, Meißchen? Du, Willi, Was hast du denn, Kind? sag mal, wann soll's denn heute Abend losgehen? Heute Abend? Ach so, ja, heute Abend, Meißchen. Da hat der Anton mir noch ja nichts von gesagt. Wie, das wisst ihr noch gar nicht? Doch schon, aber... Jetzt wird's aber doch langsam Zeit, nicht? Ja, Oder wollt ihr mich nicht mehr dabei haben? Meißchen, wie kannst du denn so was von uns denken, Meißchen? Nein. Aus dem Essen kann nichts werden. Aus dem Essen kann nichts werden? Na, ihr seid mir ja schöne Gastgeber. Erst einladen und dann wieder ausladen. Ja, ich weiß... Hallo, was höre ich? Ausladen? Aber Meißchen, um Gottes Willen. Wenn wir dich eingeladen haben, bleibst du dabei, du bist herzlich willkommen. Ja, aber der Willi, der hat mich doch gerade wieder Was? ausgeladen. Wer, der Willi ausgerückt hat, und wie kommst du, Bursche, dazu? Was? Wie kannst du das Meißchen ausladen? Ja, Moment mal, Anton. Du hast doch eben selbst zu mir gesagt, dass aus dem Essen nichts werden kann. Ich habe gesagt, aus dem Essen kann nichts werden? Ja. Moment mal, das will ich klarstellen. Ich habe jemals zu dir gesagt, aus dem Essen kann nichts werden. Wörtlich habe ich zu dir gesagt, bitte, ganz klar und deutlich, wörtlich habe ich gesagt, aus dem Essen kann nichts werden. Nein. Bitte, Meißchen, da haben wir's, ja. Aber das macht er immer so. Der lügt. Wer lügt, der stiehlt, der sticht Häuser in Brand und weiß ich noch. Oh, das ist ein gefährlicher Verlüger da. Moment mal, neulich habe ich eine ganze Kompanie eingeladen. 100 Mann, die hat er ausgeladen. Weißt du warum? Warum? Weil er die Portion mitfressen wollte. So ein Verlüger ist das. Das hätte ich aber nicht von dir gedacht. Aber jetzt komme ich ja gerade. Meißchen ist von mir eingeladen, natürlich, gerade. Ja, ich komme Finger gerade. weg. Au! Siehst du, das knallt, du. Weg. Meißchen steht unter meinem Denkmalschutz, bitte. Ja, jetzt komme ich gerade. Komm dir gerade. Gerade, weil du das Licht haben willst. Hey. Aua. Ja, Moment, aua. Du kratzt hier mit den Nägeln. Wenn du schon Kribbele machst, vorne mit den Bällchen. Ja, jetzt komme ich gerade. Gerade, weil du das Licht haben willst. Du hättest doch gar nicht so essen. Ich will gar nicht essen wollen. Guck mal, wo du krabbelst da. Oh ja, was ist denn da?
doch schön, wenn man so einen langen Hals hat, was? Ach ja, heute Abend übe ich mit der Marie. Och, du. Einladen, ausladen, einladen, ausladen. Man wird ja total blödsinnig bei Ja, dir. mein lieber Willi, ich kann nicht helfen, aber du kannst mit Damen nicht umgehen. Au! So, Hallo! ist das Tablett groß genug? Ja, meinst du, ich hätte einen Elefant gebraten? Nimmst du die ganze Kastrole mit. Los, jeden mit Küche rein. Mensch und Skin, ich wünschte, der Haas wird mitsamt dem Tablett explodieren. Der schöne Haas. Uns geht er an der Nase vorbei. Und der Blindgänger, der kriegt ihn. Verdammte Shit. So, schönen Gruß. Das ist aber gut gemacht, den Braten. Das riecht man schon, dass der schmeckt. Ja, das war schön. Oh, je. Oh, entschuldige. Entschuldige. Ja, sag mal, was sollte das K da vorne drauf, Anton? Stand da K? Ach, K. Ja, das ist klar, das Kommandantur. Ne? Oh, Mensch, die duftet vielleicht. Na, lieber Hasemann, Dankeschön. Ja. Alles Gute. Danke. Schönen Gruß an der Oberst. Ja, 1000 Dank Guten auch. Appetit, der soll sich gut schmecken lassen. Ja? Häschen klein ging allein, rutschte dem Oberst in den Bauch hinein. Schmeckt so gut. Du bist ja gut gelaunt. Ach, warum soll ich nicht gut gelaunt sein, wo mir der Haas so geglückt ist? Ja, gelückt ist. Und uns geht's an der Nase vorbei. Oh, Rindvieh. Rindvieh hin, Achtung. Rindvieh her, Achtung, Achtung. findest du gar nicht mehr. Eine kleine... Leutnant, Danke. bitte. Sag mal, was ist denn hier los? Ist hier eine Beerdigung? Jawohl, Herr Leutnant Willi wird beerdigt, das stinkt schon, ja. Herr Leutnant, fein, dass Sie zurück sind vom Regiment. Wie ist im Hasemann? Kann Heini nach Hause? Was? Nein, Was, nein? da ist nicht viel zu machen. Die Was Sache denn? muss über die Division gehen und das kann lange dauern. Gottes Willen, anders geht's nicht, Herr Leutnant. Nein, Kann man nicht. Um Gott, muss doch was heißt- geben. er müsste sich freiwillig melden. Aber da kann so lange warten. Sie können ja nur Bange machen, Herr Leutnant. Freiwillig melden, das tut ihr doch heute Abend. Das geht doch in Ordnung. Anton? Keine Dummheiten, ha? Nein. Herr Leutnant, bei mir geht alles seinen geregelten Gang, ja. Na, dann ist ja gut. Ja? Also, mache ich mich noch ein bisschen frisch, kann ich doch noch Meine zum Leute, Essen zum Kack. Oberst gehen. Herr Leutnant, bitte gehen Sie nicht zu Herrn Oberst. Warum nicht? Ich glaube, es gibt ein Gewitter, es ist dunkel. Nein, Ist noch doch nicht. Unsinn. Herr Leutnant, bitte bleiben Sie hier, gehen Sie nicht zu Herrn Oberst. Anton, sag mal, warum liegt dir eigentlich so viel daran, dass ich nicht zum Oberst Eine gehe? ganze Menge. Wir haben eine kleine Festlichkeit. Der Willi gibt Wein aus. Nee, nicht hier. Und der Heini gibt was aus und ich auch. Und da wollten wir Musik machen, singen und tanzen. Da hätten wir schrecklich gern, dass Sie dabei wären, oder? Ja, kann ich doch erst den Braten mitnehmen, ne? Nachher verdrücke ich mich dann und feiere mit euch. Nein, ich werde gehen. Wegen so einem dreckigen Braten ging ich doch nicht weg. Dreckige Braten. Jetzt ist er ganz jeck geworden. Herr Leutnant, Sie sollen doch bei mir nicht zu kurz kommen. Ich habe nämlich auch einen Braten. Du hast auch einen Braten. Ja. Warum hast du denn das nicht gesagt? Ja, Mensch, das Kind, da hätte ich ja Marie ja nicht auszuladen brauchen. Nein, eigentlich nicht. Stinkstiefel. Ja, ich bin doch Stiefel und du stinkst, das stimmt. Wer uns der Braten vermasselt hat, weiß ja ganz genau, eine kleine Strafe hat sie schon verdient, ja. Aber sehr zufrieden, du darfst heute Abend weiter üben, ja. Kinder, ihr habt euch ja. Man soll gar nicht glauben, dass das nur ein bisschen Fresserei geht. Naja, beim Willi nicht nur, beim Heine schon, ne? Ja. Tja, was mache ich denn dann? Hier bleiben wir, Bleiben Leutnant. Sie hier, Leutnant. Oh, der Löffel ist immer so vorlaut, das tut ja nicht. Na, also los. Dankeschön, Herr Leutnant. Ich feiere ja auch viel lieber bei euch. Fein, wunderbar. Du, sag mal, Anton, was Nein, hast du nein, denn eigentlich für einen Braten? Ja. Oh, meine Herren, ich habe nicht viel. Nein, bitte nicht viel. Ich habe nur einen Hasenbraten. Hasenbraten. Jawohl, Hasenbraten. Oh!
geht's ja toll zu. Oh, Mensch, da möchte ich gerne mitmachen. Und die Marie ist auch dabei. Moment, sie kommen. Na, Mäuschen, ist jetzt wieder alles in Ordnung? Oh ja, der andere hat sich ja schön dran Die Frau ist durchgebrannt. Lalalala. Wohin, das ist noch unbekannt. Lalalala. Oh, Kinder, war das Anton, das war ja ein Delikatessen. Ja. Jetzt sag mich doch bloß eins, wo du der Has her hast. Der hat... Anton, sag mal, wo hast du eigentlich den Hasen her? Ja. Das soll doch heute Abend noch gewahr werden. Mäuschen, hat's dir geschmeckt? Oh ja. Bisschen Stimmung? Oh ja. Da kannst du froh sein, dass du bei uns gegessen hast. Denn bei dem Blindchen hättest du so was Leckeres nicht gekriegt. Anton, Was ist warum sagst du zu mir Oberst eigentlich immer Blindgänger? Weil das erst nicht krepiert. Ja. Aber der hat dir doch gar nichts getan. Ja, Weißt du, zu mir ist der immer sehr nett. zu dir? Zu mir ist der nie nett. Hein, ist der nett zu dir? Zu mir ist der auch nicht nett. Und das finde ich aber gar nicht nett von dem. Du sag mal, eure Becken sind aber nicht schön weich. Da möchte ich nicht immer drauf schlafen. Ja, weißt du bist ihm verwöhnt. Weißt du, was wir im Unterstand haben? Nur ein Brett. Vom Kopf. Ist das nicht ein bisschen hart? Mäuschen, wenn wir schlafen wollen, drehen wir die weiche Seite von dem Brett nach oben. Was ist denn? Wollen wir nicht ein bisschen tanzen? Was ist denn mit unserer Kapelle? Aber erst muss das Mäuschen singen, du, das schöne Lied. Ach, Mutter, gib mich Butter. Das ist es so schön. Aber hör auf, ich hab doch nichts von Butter gesungen. Alleine, das geht nicht mal. Die Mäuschen kann nicht singen. Warum nicht? Wenn Mäuschen singt, dann fängt der Heini an zu träumen, der haut der wieder das Bett kaputt, ja? Nein, ich weiß was. Ich weiß was. Der Anton muss singen, ja? Ich kann nicht singen. Oh, Mäuschen. Anton, bitte, bitte sing Ich doch. kann nicht singen. Anton, Ja, du, was denn? für mich ganz allein. Für dich alleine? Komm, gehen wir ins Heul. War ja Spaß, Mann. Der Willi und die Marie, die tanzen. Herr Leutnant, spielen Sie Gitarre mit, bitte, ja? Hier, ihr zwei, was wollt ihr denn tanzen? Du, warte mal, als ich in Köln gewohnt habe, da Ja. habe ich immer ein Lied gehört. Alaf, die Kölsche Kirmes. Kölsche Kirmes haben wir doch noch zu neulich gespielt. Kennen wir doch. natürlich, Kölsche kennen wir Kirmes. auch, kennen wir. Achtung, meine Herren. 21, 22, 23. Los, jum. Wunderbar. Großartig. Dankeschön. Der nächste, bitte. Herr Leutnant ist dran. Oh ja. Na gut, wenn die Marie damit einverstanden ist. Aber gerne, Herr Leutnant. Meine Herren Musiker, zur Ehre wird Herr Leutnant jetzt bitte einen Walzer, Flämisch Blut, mit Gefühl. 21, 22, 0815, ab. Hey, wunderbar. Die Musik hat Durst. Und er, aber krieg meine Hals. Hier. Ja, tut mir leid, es ist nichts mehr zu trinken da. Oh, das ist aber schade. Wäre aber schön, wenn man das Schmieröl für die Kapelle hätte. Ja, zu trinken muss was herkommen. Ich gebe ein paar Flaschen Wein aus. Oh, wunderbar. Bitte, Herr Leutnant, ich möchte eigentlich lieber Bier. Wunderbar, Bier. Jede Kantine Fässchen Bier holen. Hasenbein ist sowieso nur ein schuldig. Ja, und du musst es bezahlen. Lieber Willi, die Wette werde ich noch gewinnen. Und ein kleiner Vorschuss kann ja nicht schaden. Mäuschen, Ja? je suis tout de suite retour avec la face la bier, um nach Schulter zu saufen, pour la Bauch. Der Tünn spricht ein gutes Englisch. Sag mal, was ist denn das eigentlich für eine Wette? Der Anton hat mit Ferdi gewettet, dass er heute Abend noch mit der Marie tanzt. So? Um sowas habt ihr gewettet? Ja, ja. Und wenn ich das nur nicht tue? Da muss der Anton das Bier bezahlen. Aber Monsieur, das wirst du doch unserem Toni nicht antun Und wollen. das weiß ich aber noch nicht. So, hier bin ich. Oh, der Lieb! Ferdi, Verheb dich Ich nicht! muss doch meine Strafe bezahlen. So, wenn du was zu trinken bringst, bist du immer willkommen. Ja, darf ich denn auch mitmachen? Ja, Herr Leutnant, darf er mitmachen? Ja, wenn es euch recht ist, habe ich auch nichts dagegen. Was, der Leutnant sind schon zurück? Ja, dann hätten Sie ja noch an dem Essen teilnehmen können. Der Oberst hat ganz schön gewartet. Ich bin auch hier nicht zu kurz gekommen. Oh nee, wir haben auch eine Brate gehabt. Ja?
Ihr habt auch einen Braten? Was für einen Braten habt ihr denn gehabt? Hasenbraten. Den hat der Anton im letzten Augenblick noch besorgt. Hasenbraten? Ja, Hasenbraten. Da brauchst du ja nicht so dusselig zu gucken. Wir haben auch einen Hasenbraten gehabt. Oder meinst du, deine Oberst könnte alleine einen Hasenbraten essen? Die hat uns voll geschmeckt. Hier in unserem Pampus. Hasenbraten? Ja, Hasenbraten. Ja, dann habt ihr ja die Katze gegessen. Was ist los? Mensch, schon die dämliche Lacherei auf. Was für eine Katze. Ja, Maries Katze. Die hast du doch erzeugt. Das hast du doch selber zugegeben. Ja, jawohl. Was ist das mit der Katze? Der Anton wird doch nicht etwa... Marie, ihre Katze ist seit dem Morgen verschwunden. Und der Heini hat gesehen, wie der Ferdi Paketekanal geworfen hat. Oh, das habe ich gesehen. Eigenhändig. Und der Ferdi hat heute Mittag selbst zugegeben, dass in dem Paket die Katze drin war. So, das hat er zugegeben. Und warum hat er eben so hämisch gelacht? Was war in dem Paket? Die Katze, das habe ich doch schon gesagt. Ja, dafür hatte ja der Wein spendieren müssen. Allerdings, das kommt mir jetzt auch so verdächtig vor. Der Kerl hat das heute Mittag so schnell zugegeben. Er hat einen Schnellzug gegeben. Wieso? Das Paket muss her. Hein, kennst du die Stelle noch? Jawohl, Herr Leutnant. Traust du dir zu, das Paket aus dem Kanal zu holen? Jawohl, Herr Leutnant. Der Kanal ist an der Stelle ganz flach. Mit der Forke kann man da drankommen. Also los, und bring das Paket her. Halt, wo willst du hin? Ich muss nur zu den Oberst, ich habe noch was vergessen. Sie bleiben hier. Los da vorne hin. Ich will erst wissen, was los ist. Ja. Noch gar nicht dran denken. Wenn ich meine eigene Katz gegessen habe. Nee, glaube ich nicht, dass der Anton das riskiert hat. Das heißt, man weiß ja nie richtig, wo mit dem Filou dran ist. Wird sich ja herausstellen, wenn Hein mit dem Paket kommt. Und wenn da was anderes drin ist, dann fahr ich mit Ihnen Schlitten, Mann. Halten Sie den Mund! Wird sich herausstellen. Du meinst, wenn in dem Paket die Katze jetzt nicht drin ist, und der Anton hätte die Katze wirklich gebraten. Hör bloß auf, mir wird ganz schlecht. Aber ich glaube nicht, dass der Anton uns die Katze vorgesetzt hat. Nein. Ach was, der hat doch selbst mitgegessen. Na, es gibt wenig, was der Anton nicht frisst. Naja, und trotzdem glaube ich nicht, dass der Anton uns das zugemutet hat. Eher glaube ich, dass der Oberst die Katze gefressen hat. Nein, der Oberst hat einen Hasenbraten. Wenn euch die mal eine Katze vorgesetzt hätte, wäre ganz schön was los gewesen. Du Jeck. Woher willst du das so genau wissen? Kannst du das feststellen, wenn es so ein Biest gebraten ist? Jawohl, und zwar ein Kopf. Ein Hasenkopf ist länglich und ein Katzenkopf ist rund. Und der Braten, den ich dem Oberst vorgesetzt habe, hatte einen Hasenkopf, einen länglichen Hasenkopf, das weiß ich ganz genau. Ja. Wenn du dich da mal bloß nicht versehen hast. Nein, ich habe mich nicht versehen. Außerdem hätte ich es doch merken müssen. Ich habe den Kopf doch selbst gegessen. Schande! Die Schande! So schnell, Heini. Halt! Sie bleiben hier! Und wenn Sie nochmal versuchen auszurücken, dann passiert ja was. Los, Hein! Was ist das denn hier? Dann machen wir schnell auf. Hier, Junge. Da, guck mal hier. Der Rock von der Oberst. Von Jans verbrannt. Nun haben wir wirklich die Katze gegessen. Was ist das für ein Rock? Der Rock von der Oberst. Und warum haben Sie den in den Kanal geworfen? Ja, der ist doch halb verbrannt, der ist doch gar nichts mehr wert. Hat der Oberst das befohlen? Nein, der Herr Oberst weiß nichts davon. Und wenn der Oberst seinen Rock sucht? Der Oberst weiß gar nicht, dass der Rock da ist. Er ist heute Morgen erst mit der Feldpost gekommen. Ich habe das Paket von der Feldpost abgeholt, das Paket ausgepackt und dann den Rock in der Schreibstube über einen Stuhl gehangen. So. Und wieso ist der Rock so verbrannt? Der Stuhl muss wohl das Übergewicht bekommen haben. Und ist gegen den Ofen gefallen. Ja, und als ich dann in die Schreibstube zurückkam, da war der Rock schon halb verbrannt. So. Und dann haben Sie sich überlegt, ich lasse den Rock verschwinden. Das Paket ist dann bei der Post verloren gegangen, der Oberst merkt nichts davon. Jawohl, Herr Leutnant. Und warum haben Sie behauptet, die Katze sei in dem Paket? Ich habe gedacht, das mit der Katze wäre nicht so schlimm, als wenn der Oberst merkte, dass der Rock... Dass der Hierher, oder ich will um. Wir kennen Korkenzieher. Was macht ihr für Gesichter hier? Hey, wieder eine Gerichtsverhandlung. Hasebeinchen, bist du wieder der arme Sünder? Nee, Anton. Was ist das? Diesmal kommst du vors Brett. Ich? Na bitte. Ich bin noch nie feige gewesen. Anton, Hallo, ne? du wirst mir jetzt auf jede meiner Fragen die reine Wahrheit sagen, klar? Oder, ne? Hast du die Katze umgebracht? Hat der Hasefuß getan? Der Hasenbein hat es eben nicht getan. Nein. Oh, ja. Was war denn in dem Paket, was in den Kanal geworfen hat, der Bursche? Das hier! Der Rock vom Oberst und... Oh, heiliger Klimbimbam. Der sieht ja schön verbrannt aus. Ah, wenn der Oberst das sieht, kommst du unter 14 da Dicke nicht weg von. Schluss jetzt! Bin ich zum Scherzen aufgelegt, ich will Antwort. Hast du die Katze umgebracht? Jawohl, Herr Leutnant. Und dann hast du die Katze gebraten. Jawohl, Herr Leutnant.
Dann hast du unverschämter Kujon die Frechheit besessen, uns die Katze vorzusetzen. Sie befehlen, nein, Leutnant! Nein, der hat die Katze dann bekommen. Monsieur Blindgänger! Was, der Oberst? Jawohl! Was sagen Sie dazu, Hasenbein? Nein, das ist nicht möglich. Warum denn nicht? Der Kopf ist ein Hasenkopf Ja, gewesen. das stimmt. Den Hasenkopf habe ich anatomisch-chirurgisch an den Katzenbalz dran genäht, ja. Anton! Herr Leutnant! Junge, da bist du aber wieder fies reingefallen. Mach zu, Junge. Ja. Mäuschen, sei mir nicht böse. Du kriegst von mir ein neues Kätzchen. Ja, krieg ich ganz bestimmt Ja, ein bestimmt. Kätzchen. Ach, bitte tu mir einen Gefallen. Bitte tu einmal mit mir tanzen, damit der das Bier bezahlen muss. Und was ist hier mit unserem Heini? Na los. Ferdinand. Herr Leutnant, ich melde mich freiwillig für Heidi. Danke. In Ordnung. Wunderbar, da bist du großartig. Herr Leutnant, ich habe Ihnen ja gesagt, es geht alles seinen geregelten Gang. Heini, grüß mir Weib und Kind zu Hause. Bitte, bitte, vergesst das Fettpaketchen nicht. Ja. Und nun, meine Herren Musiker, darf ich bitten, zur Ehre für den Anton bitte nochmals einen Walzer, nochmals flammig Blut mit Gemüt, ja? Meinst darf ich bitten? 45, 46, 47, 11 Ja. darf ich nicht sagen. Station, bitte.